was will man heute einen Stream anfangen? Wie die guten alten Streams. Die guten alten Streams, wenn wir die immer angefangen haben. Wer Hand hoch, wer dabei war. Ich bin ein Rasen. Ja, ist schon wieder irgendein Rasensprenger. Kruzifix, lass mich ran, das ist der Schmiedi. Sieh's. Ich muss noch weitermachen. Merci dir, aber ich muss noch schnell weitermachen. Moment. Ich bin so jemand, der, wenn du im Discord bist oder auch im Real Life, ja, wenn neben mir irgendjemand isst wie eine Sau. Oder wenn der, ist eigentlich egal, da musst du nicht einmal essen wie eine Sau, sondern da ist Totenstille so. Und neben mir isst jemand. Du kannst gar nicht so leise essen, dass ich nicht triggert bin. Ja? Gibt nichts Schlimmes für mich. Warum soll es eigentlich anders gehen? Köstliches Klosterfrau Melissengeist Ambrosia. Harvey! Evans, der Birger, Mittwoch. Das ist neu. Hashtag Mittwoch, ab in den Chat. Die Ehre miteinander. Wir schauen mal aus, oh mein Gott, endlich ein Eisspei und heilige Scheiße hat mich seit gestern, wie ich es installiert habe, zusammenreißen müssen, dass ich nicht vorher schon spei. Mike! Opa! Löwensepp! Habe die Birger as fuck einen gemütlichen Stream. Hashtag Suchtfaktor incoming. Das garantiere ich euch einmal so dermaßen, dass da einige von euch erwischen werden. Merci dir. Das ist der Mike, aber man sieht ihn wieder nicht. Warum steht denn der da? Ach so, ja genau, da war irgendwas. Mike, merci für die Mitgliedschaft. Es tut mir so leid, dass der da gesagt wird. Herzlichen Glückwunsch an Basti Schmidt zu 16 Monate Mitgliedschaft bei dir. Ich weiß nicht, warum ihr gegenseitig von euch wisst, wer wie lange dabei ist, aber ich weiß nicht. Das ist interessant. Das ist interesting. Opa, merci für den Euro. Mach ja einen gescheiten Erklärbär heute Stinky Cheese. Ich habe immer noch so die Vermutung, dass Stinky Cheese ist ein Emoji. Das mir nicht angezeigt wird, sondern der Alternative Text, so ist es vielleicht richtig ausgesprochen, ist, der mir angezeigt wird. Cybergamer! Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Dieses Bein voll bis Gott. Wer war das? Cybergamer! Da kommt aber sehr oft Gamer vor in deinem Namen. Cybergamer 1012 Gamer Pro. Das ist falsch rumgeschrieben. Es gehört Pro Gamer. Merci für deine Mitgliedschaft. Und welcome to the squad. Du bist doch schon länger dabei. Bist du der gleiche Cybergamer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Stinky Cheese ist ein Twitch-Emote. Komisch, dass dir da nur den Emote-Namen anzeigt. Lustigerweise sehe ich ihn da. Da sehe ich Stinky Cheese. Da sehe ich ihn. Warum sehe ich im Donate geht es halt nicht? Und Opa sehe ich bloß Stinky Cheese im Donate. Opa, ab mit dem Stinky Cheese in den normalen Chat, dann sehe ich ihn vielleicht auch. Cybergamer, merci für deine Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Bei mir wird da allerdings ein Epic-Symbol gesagt. Da bist du schon länger dabei. Da meine ich, da ist wieder beschissen worden. Ist da schon wieder. Endlich ein anderes Spielchen. Heute spielen wir Factorio. Wir haben mal eine Zeit lang, eigentlich müsste ich meinen Bauarbeiterheim aufsitzen. Eigentlich müsste ich meinen Bauarbeiterheim aufsitzen heute. Das Problem ist, dann kann ich keine Kopfhörer aufsitzen. Dann höre ich nichts. Verdammt, das habe ich übersehen. Birge, du Anfänger! Beim nächsten Mal haben wir. Es ist zu warm für Bauhelm. Spreng, jetzt ist einmal 2 Tage schönes Wetter und alle flippen aus. Oh Gott, das ist so heiß. Das Bürgerin genau die gleiche, sitzt am Balkon draußen und sagt, oh Gott, so heiß. Gestern haben wir mit einem Kumpel umeinander gefahren, der tut gerne fotografieren und der wollte eine bestimmte Stelle bei uns von einer bestimmten Stelle aus in Landau fotografieren, aber weiß nicht wo. Dann haben wir ein bisschen umeinander gefahren und ein bisschen umeinander gewandert und mit den Hunden und so. Und jeder bloß die ganze Zeit, das ist so heiß, I'm gonna die. Das ist, ich weiß es auch nicht. Bonsai, merci für den Zirkel. Endlich wieder Bürger. Wie geht's am Vorstand? Das ist eine gute Frage. Da kann man mich wieder anrufen. Aber nein, den Vorstand darf ich heute nicht anrufen. Dem bin ich heute anrufen, die meine ich Kopfhörer auf und möchte schlafen. Die ist bratfertig. Keine Ahnung. Da, der Opa, 2 oder 1, da hast du Hami. 3-mal Stinky Cheese, den nehme ich. Merci, Mr. Bonsai. So, wir schauen mal aus. Grüßen wir mal einen Haufen rein. Wieso haben wir heute nicht den Haufen gekriegt? Verstehe ich nicht. Habe ich die Ehre,
An den Soldat Helge, an den Leberkass Gamer, an den Carpenter, an den Grundy, an den Max, an den Soul of Cell, an den Sprengi, an den Red Inquisitor, an den Winky, an den Hirs, an den Bertel Hans, merci dir! Bergerlee? Die Skylines suchten und Stream Luan, so Kondadok Ausklinger, Schena Gruas vom Niederbayern zum Niederbayern. Von Niederbayern zu Niederbayern, aus Liebe, merci dir, Bussi aufs Nussi. Kennst du das Spui Tschernobylite? Darfst du das spulen? Das haben wir uns einmal, das hätte ich eigentlich erst einmal noch mehr merci. Stop it now! Tschernobylite haben wir uns schon einmal, oder hätte man eigentlich direkt nach der Sommerpause in Horror-Oktober so mal eingebaut. Dann habe ich mir das ein bisschen genauer angeschaut und war nicht so hundertprozentig überzeugt davon. Muss ich da sagen, wie es ist. Wenn dann sowieso nur im Horror-Oktober, dann schauen wir es uns halt noch mehr an. Ja? Das also, hängt also ein bisschen von mir ab. Wenn ich gerade keinen Bock nicht habe auf das Spiel und schaue es mir an, dann kann es nur so gut sein. Und dann sage ich, ja. Barminger! Auch schon lange nicht mehr gesehen. Merci dir! Sieh's, Junge! Merci dir. Und weiter geht's. Habe die Ehre an den Lycans, an den Motor, an den Benedikt, an den Mike, an den Kaisen, an die Freya, an den Forest Squad, an den Darkwolf, an die Queen, an die Wand! So. 1 bis 2 sage ich dazu, grüß euch. Was? 1 bis 2 sage ich dazu. Was? 1 bis 2. Herr Grausamer, weiß ich nicht, von was Sie reden. Sie haben schon wieder auf YouTube, das heißt, du hängst eine halbe Minute hinten an. Das heißt, ich weiß nicht mehr, um was es gegangen ist. Okay, bye! Bobby Bob! Ich habe was gelesen, dass ein DLC für Factorio kommen soll. Weiß einer, was man da so machen kann und was da so neu ist. Habe ich auch gelesen. Der DLC soll allerdings so umfangreich werden, wie Factorio selbst bereits ist, ohne Mods und so weiter und so fort. Und ich glaube, also eine Neuerung ist mehrere Ebenen. Das heißt, also es gibt jetzt auch schon teilweise so mehrere Ebenen, wie man, warte mal, da zum Beispiel in meinem Hintergrundbeutel sieht man das, das sind so Underground Förderbandel. Die sehen wir, ich weiß nicht, ob wir es heute noch sehen, ich weiß nicht, wie weit das wir kennen, aber die werden wir sehen auf alle Fälle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Factorio nicht nur heute spielen. Und damit hast du jetzt schon so eine Ebene, wo es im Untergrund weitergeht, aber im Factorio DLC, was quasi der Herr Templar Tassada schreibt, wird ein Factorio 2, soll es quasi Ebenen geben, wo du übereinander dann Zeug bauen kannst und so. Aber genaueres, glaube ich, ist noch nicht bekannt, oder mehr habe ich zumindest nicht gelesen. So schaut's aus. So, wir schauen mal aus. Förderbandel, das heißt Bandförderer. Okay, Entschuldigung, ich habe Variant Player, da müsst ihr mich immer wieder daran erinnern. Es heißt selbstverständlich Bandförderer. Der Red Inquisitor schreibt, was ist dein Lieblingsplatz in Landau? Ich komme ja aus Landau. Raute Grüße aus der Oberpfalz. Basti! Vergeht's Gott! Christen Top, Feuz! Bürger der Baumeister, Schaufel to your head. Grüße aus der Oberpfalz. Ja, ich weiß nicht, haben wir wieder heute eine Schaufel? Weiß ich nicht. Wir werden es herausfinden. Ich hab's kurz angespielt, 4 Minuten, 5 Minuten zum schnell, ja genau, so war die Steuerung. Ah ja, okay, passt. Und sofort hat der Suchtelfaktor gekickt und ich hab gedacht, oh fuck, jetzt muss ich bis morgen um 8 Uhr warten, bis ich mal 2,5 Stunden, 3 Stunden spielen kann. Und dazwischen kann ich wieder nicht spielen, weil sonst zocke ich mich wieder ab. Ich weiß genauso, wie es ist. Ich weiß genau, wie es ist. Passt, ich merke wieder einen 5er Bussi aufs Nussi. So. Ich muss gestehen, ich kenne das Spiel leider nicht. Muss man mitdenken. Mr. Christian M., ich glaube, das wird mehrere Leute so gehen, die Factorio nicht kennen. Es haben aber mit Sicherheit viele Leute dabei, die Factorio bereits kennen. Ich werde ein bisschen erklären. Ich werde es zumindest versuchen, was man mit lernen, dass das so nachvollziehbar ist, wie es geht. Ich werde einfach laut Dinge. Kommt selten vor, aber probieren wir es einmal. Templar Tassada schreibt, also First Run noch. Also ich spiele Factorio nicht zum ersten Mal, aber ich habe nicht, wie einige schon geschrieben haben, da hier 500 Stunden drauf oder 1000 Stunden oder 1500 und noch mehr. Ich habe auch so gut wie noch nie mit Mods rumgewerkt. Ich spiele immer so einmal im Jahr, meistens in der Sommerpause, kostet mir das Spiel eine Woche. Spiele, wie soll ich sagen, ja, ist eine Kampagne. Als ganz normales Spiel einmal durch. Ja? Dass du halt die Raketen zum Starten bringst. Was das genau bedeutet und so, versuche ich dann zu erklären. An die Wand! Sie sympathischer Mensch, Sie. Beste Grüße aus dem Burgenland. Aus dem Burgenland! Dann sage ich schöne Grüße zurück aus der Bergstadt des Todes.
Ich bin ein Merci dir. Rasensprenger. Frau Tüttensee, hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Kriminalfeier, Frau Tüttensee, grüß dich gut. Merci für deinen Euro. Und Andi, merci für deinen Zwickel. Leider Schluss jetzt. Nein, der wo bist denn du eigentlich gewesen? Uzi! Klassiker, Urananreicherung gebaut und eine Stunde lang zugeschaut, bis das Abwerfen anfängt. Was nicht, gern leicht kann nix. Das stimmt. Das stimmt, aber so weit werden wir nicht kommen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie weit das wir kommen. Wir können das so handhaben, wie wir schon mal gesagt haben in solchen Spielen, weil theoretisch spielst du da 100 Stunden und das werden wir nicht im Stream beobachten. Ja? Aber dann spiele ich halt offstream weiter, mache nicht viel Progress von den Teilen, die wir produzieren und so weiter, was ich da jetzt genau morgen sehen wir gleich im Spiel und so weiter und so fort, sondern ich baue halt die Produktion von bereits bestehenden Dingen weiter aus und zeige das dann im nächsten Stream her. So also ein bisschen, wie wir das in Elden Ring gemacht haben, da war, kurze Einführung, so 5 Minuten und dann machen wir weiter, quasi. Das glaube ich ist verkraftbar, dass man das im Stream einigermaßen nachvollziehen kann. So, Schnauze jetzt! Donation Sounds aus! Schluss, aus, pfui Kack! Wir spielen jetzt. So schaut das. Den ganzen Tag freue ich mich schon. Endlich haben wir wieder mal ein Spiel da, wo ich so richtig hart Bock habe. Also ich habe auch hart Bock auf Elden Ring gehabt bis letzte Woche und vorletzte Woche. Dann hat es ein bisschen aufgehört. So, starte das verdammte Spiel, was ist da los? Frau Tüttensee! Sorry, die Tüttensees haben jetzt 2 Kinder und die sind immer wach. Das verstehe ich nicht, warum die keinen Bierger-Merch haben. Danke dir. Ruhe ist, grüß dein Mo. Beziehungsweise die kann ich ja selber grüßen. Servus, Herr Tüttensee. So. Umgeschaltet wird. Game Center. Ist das quasi Satisfactory in 2D? Völlig falsch. Satisfactory ist Factorio in 3D. Ja? Factorio war lang vor Satisfactory da. Es ist mit Sicherheit nicht das erste Spiel seiner Art und ich mag jetzt da eigentlich schon gar nicht. Es wuselt. Absoluter Wuselfaktor. Alles, was wir da sehen mit Zug und mit Schießen und was weiß ich, das werden wir heute alles nicht sehen, das ist mir aber jetzt nicht wurscht. Wir machen jetzt Folgendes. Wir fangen jetzt einfach straight an. Hier, Einzelspieler. Neues Spiel, Kinder. So, Regel Nummer 1. Erinnert ihr euch noch, wie ich mit Transport Fever 2 angefangen habe? War wichtig. War wichtig. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt, ich glaube, da ist die Community nicht bereit dafür. Bin mir nicht sicher. Dann haben wir es da und dann habe ich gefühlt die halbe Community damit angesteckt und Leute mit dem Spiel infiziert, die dann da hunderte Stunden reingeballert haben, die das vorher nicht kennt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, Factorio kennen einige, aber einige ja nicht. Darum, Regel Nummer 1, selbiges wie so oft, lasst euch im ersten Moment nicht von der Grafik abschrecken. So im Grunde schaut das Spiel aus. Das ist ein Paradebeispiel, par excellence, für Gameplay größer gleich Grafik. Grafik interessiert hier keinen, die ist absolut zweckerfüllend und es klangt überall hin und keine Ahnung. Ist ja wurscht. Wir machen mal ein freies Spiel. Für alle, die das vielleicht interessiert, habe ich aber auch noch nie gemacht. Es gibt so vorgefertigte Szenarien, wo du dann bestimmte Probleme lösen musst und so. Wir spielen das ganz normale Spiel und ich lese kurz einmal vor. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete in den Weltraum zu entsenden. Beginne mit nichts, arbeite dich mit Hilfe von Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen. Dies ist der empfohlene Spielmodus. Jetzt ist die Frage, ob die Einheimischen sind quasi Aliens. Viecher, die angreifen und deine Zeit kaputt machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die nerven mir einfach immer nur und da habe ich überhaupt keinen Bock nicht drauf. Darum werden wir die wahrscheinlich ausschalten. die gehen mir nur auf den Sack. Ich sag's euch, was es ist. Weiter. Kartengenerator. Normale Einstellungen, die empfohlene Art Factorio zu spielen. Tja, was ich gern tue. Wie erkläre ich das jetzt? Du musst Rohstoffe abbauen. Das ist einmal der Anfang aller Dinge ist Rohstoffe abbauen. Es gibt so Grundrohstoffe wie Eisenerz, Kupfererz, Stein, Kohle, Uranerz und Rohöl. Und da kannst du quasi einstellen, wie oft dass die auf der Karte vorkommen, wie viel also ein Fleckerl drin hat. Was ich da immer tue, Reichhaltigkeit voll auftragen, weil ich keinen Bock habe, dass ich da eine Produktion aufbaue. Nach 100 Stunden haben quasi die Vorkommen erschöpft. Nervt anders. Häufigkeit tue ich gerne noch ein bisschen in Tee. Und Größe tue ich auch ein bisschen in Tee. Einfach damit. Das ist so. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Jeder wie er mag. Es ist quasi. Ja, Easy Mode. Spreng nehmen wir es Easy Mode. Ja, stimmt. Aber ich habe keinen Bock, nicht unnötig einfach den Scheiß da wieder abzureißen und woanders hinbauen und so weiter und so fort. Herr Templer, Gott, Vanilla habe ich schon so lange nicht mehr gesehen.
Dann ist es sogar für Veteranen was Neues. Ich spiele meistens ohne Mods. Ich habe einmal ein bisschen mit Mods umeinander probiert. Und da war ich aber schon eine Woche oder 2 Wochen am Rumsuchten wie ein Behinderter und dann habe ich auch keine Lust mehr gehabt. So, Gelände. Wasser, Bäume, Klippen, bla, lassen wir alles, wie es ist. Feinde. Jetzt ist so, weißt du, machen wir eine klassische Chat-Abstimmung. Es gibt halt da so Alien-Dinge. Und ganz ehrlich, die nerven einfach nur. Da laufen gerade weh. Da laufen gerade weh umeinander. Die greifen die immer und immer wieder an und es nervt halt. Also keine Ahnung. Ich darf gerne ohne spielen, ich sag's euch, wie es ist, aber wenn ihr die Viecher sehen möchtet oder wenn ihr die Spielmechanik sehen möchtet, wie die funktionieren und was da so passiert und so weiter, dann lasst es mich wissen. So, wer möchte, dass wir die Viecher einschalten? Ein Einser, wer nicht will, ein Nuller. Los geht's. Ab in den Chat, ich drin dabei. Ja. Okay. Ich glaube, ich sage mehr Nuller als Einser. Ich sag mir Nuller. Ich bin für Todeswelt. 1 oder 0, hab ich gesagt. 0. Jetzt warten wir noch, bis YouTube kickt. Oh, YouTube. Oh. Fuck, YouTube, glaube ich, hat's rausgerissen. Bei YouTube, glaube ich, sage ich mehr 1 wie 0. Fuck, was der das ist 50-50. Was soll ich machen? 0, die sind ja ekelhaft. Ja, sind sie. Also, die nerven auch bloß. 0, 1. Es ist 50-50. Das ist. Oh. Lass an, dreh die runter. Herr Templer, das ist ein guter Vorschlag. Das ist ein guter Vorschlag, den kann ich ja so unterstützen. Florian, erst wieder ein Zwickel. Habe die Ehre zurück. Warum zur Hölle habe ich die scheiß Donation in meinem Gesicht? Tu mir vor, mir das woanders hin. Grutze, fix, tu mir das auf die rechte Seite noch mehr. Birger, du Kacknoob. Du verdammter Kacknoob. Gut, weißt du, was wir machen? Wir lassen es drin, aber wir stellen es ein bisschen oben. Ja, also wir machen, sie haben da, aber sie haben nicht so nervig wie normalerweise. Größe. Machen wir ein Drittel, Häufigkeit machen wir ein Viertel. Oder noch weniger, 17%. Ah ja, okay. Feindbasen. Ach, das sind Feindbasen. Ich meine, wie oft das die angreifen. Kann man das maximale Ausbreitungsgrad? Ja, machen wir weniger. Gruppenstärke machen wir weniger. Maximale Gruppenstärke machen wir 10. Die minimale Zeit zwischen dem Aussenden von gegnerischen Ausbreitungsgruppen. Machen wir mehrere. Maximale Abklingzeit ist, keine Ahnung, ist Evolution, Zeitfaktor, Zerstörungsfaktor, Umweltschmutzfaktor. Kann man den nicht friedvoll? Im friedvollen Modus werden Feinde nicht aktiv angreifen oder sich ausbreiten. Sie werden aber noch immer angreifen, um sich zu verteidigen. Hinweis, diese Einstellung deaktiviert einige Errungenschaften. Die Evolution auch runter. Wo war die Evolution? Was für Evolution? Ich sag da keine Evolution. Bin ich behindert? Größen, Gruppenstärke, Ausbreitung. Ich verstehe nicht. Herr Templer, Hilfe, was meinen Sie? Was meinen Sie? Bitte? Mach das Startgebiet größer. Größe des Startgebiets. Die Größe des Bereichs ohne Feindbasen um den Spieler. Ah, okay. Vielleicht auch einmal lesen. Machen wir 200%. Mach das Startgebiet. Herr Fabian, guter Tipp. Ich habe mich mit dem noch nie befasst, ganz ehrlich, weil ich die immer gnadenlos ausschalte, weil mir das scheißegal ist. Die unteren 3. Machen wir Evolution aus, oder was? Was genau bedeutet das überhaupt? Steuert, wie schnell die Evolution im Laufe der Zeit zunimmt? Also, dann bleiben es nur kleine Mistviecher, oder wie? Also dann werden die Viecher nicht stärker. Sage ich das richtig? Das war in Ordnung. Da haben so ein paar so kleine Kackviecher, dann können wir ein paar Kanonen aufstellen und so weiter und so fort. Das ganze Spiel verrotzt sich schon selber. Im Hintergrund sieht man so viel. So weit, wenn wir mir halt nicht kommen, sag ich dir, was ist. Sonst ist, was ist viel zu einfach. Ja, es klangt, er hat schon entschieden, sonst ist viel zu einfach. Das ist ja, es geht ja ums Bauen. Ja, ich spiele das ist ja was Gemütliches. Ich mag mich nicht die ganze Zeit mit dem Scheiß da umeinander kacken. Ja, Scheiß auf Aliens und ganz, das ist ja langweilig. Trust me, du brauchst die Viecher nicht, dass das Spiel nicht langweilig ist. So, weiter geht's. Spielen. Haben wir schon drin, Alter? Haben wir mir straight drin, Ladezeiten kennt das Ding nicht. Da sind wir mir. Schau uns an. Zauberhaft.
Das ist das freie Spiel in Factorio. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete in den Weltraum zu entsenden. Du musst fortschrittliche Technologien erforschen, um das Raketensilo freizuschalten. Fange klein an, arbeite dich durch Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor den Ich bin's blöd, Einheimische zum Song. Dich vor den Dich vor dem Eimer zu schützen. Okay, das muss gelingen. So, los geht's. Da sind wir. Kann man in dem Spiel eigentlich auf Pause drücken? Ich glaube nicht, gell? Ja gut, ist ja wurscht. So, da sind wir. Ich kann da ein bisschen reinzoomen. Also die Grafik, also um ganz ehrlich zu sein, die Grafik ist eigentlich gar nicht so schlecht für das, was es ist. Wir sind mal mit unserem Raumschiff abgestürzt, das müssen wir da wieder weg. Das ist so die Grundaussage. Und wir fangen mal an, jetzt zoomen wir mal aus. Schauen wir mal, was wir da alles haben. Wir haben eine Kohle, wir haben ein Kupfervorkommen, wir haben ein Steinvorkommen und da ein runden Pfundweis Eisen, was sehr gut ist, aber das Kupfer ist ein bisschen wegen. Und die nächsten Vorkommen haben, ich sehe die nicht einmal auf der Minimap da oben. Hashtag Minimap! Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut für uns. Das gefällt mir gar nicht. Aber mit den ersten Sachen da kann man auf alle Fälle schon mal arbeiten. So, was wir jetzt einmal als allererstes sehen, wir bauen unser Raumschiff ab. Hinlaufen, Rechtsklick und dann schauen wir mal, was da passiert. Bam! 8 Schusswaffenmunition habe ich aufgeklappt. Wo ist denn gleich wieder mein... Ah ja, unser Inventar. Erinnert vielleicht ein bisschen an Minecraft. Bloß, dass man da vorgefertigte Sachen hat, die man bauen kann, zum Beispiel. Ich habe im Inventar ein befeuerter Erzförderer, einen Schmelzofen und ein Holz. Es gibt 100.000 Materialien, die man irgendwie produzieren kann aus den verschiedensten Sachen. Und dann kannst du da zum Beispiel eine Holzkisten bauen, da brauchen wir 2 Holz dafür. Eine Eisenkisten, da brauchst du 8 Eisenplatten. So Fließbandel, zu denen kommen wir nachher, da brauchen wir jetzt ein bisschen. Der Start ist immer ein bisschen kompliziert für mich, weil ich am Anfang nie so genau weiß, was ich als erstes tue. Aber jetzt bauen wir erst einmal den Scheiß ab und schauen mal, was wir da kriegen. Was kriegen wir da? 2 Eisenplatten, sehr schön, sehr schön. Erst einmal das Drum wegräumen. Ja, erst einmal sauber machen. Wunderschön. Und dann da ich sagen, wenn ich mich so richtig erinnere, ist quasi der Treibstoff, wie in echt auch, ist ja quasi alles. Und der erste Treibstoff in dem Sinn, und das glaube ich ist auch für immer dann und ganz lang bis zum Schluss, ist Kohle. Und so, ist zusammengerannt einigermaßen? Ja, glaube schon. So, hauen wir mal den Baum um. Kriegen wir 4 Holz. Dann haben wir 5. Schön. Was haben wir da? Wir haben Stein. Okay. Dann haben wir Kupfer. Und dann laufen wir da rüber und dann haben wir Kohle. So, das kannst du jetzt natürlich so machen. Mit deinem Manschgal kannst du da natürlich jetzt 68 Monate da herstellen und rechtsklicken und da Kohle abbauen. Das macht aber, also es gibt Spiele, da macht Leute das wirklich Spaß. Aber jetzt haben wir 5 Kohle und wir brauchen im gesamten Spiel wahrscheinlich ungefähr, ich kann es nicht abschätzen, 500.000? 1 Million Kohle? Kohleausstieg, sofort! So, ich tue mir jetzt da bloß am Anfang, wir haben ja noch nichts, wir haben keinerlei Maschinerie, gar nichts, da unten haben wir das Eisen. So, und jetzt kommt, was das Spiel ausmacht. Wir gehen mal her. Wir haben schon ein paar so Start-Items, wir haben Holz, wir haben Kohle, wir haben Eisenplatten, die kommen aus unserem Raumschiff raus. Und da hinten wird uns jetzt schon angezeigt, wir können die ersten Sachen bauen. Fließbandel, einen befeuerten Greifarm, die baue ich nie, weil da muss Kohle rein, die haben völlig für den Arsch. Und was haben wir da so? Ein Reparaturkit, ein Heizkessel, eine Dampfmaschine, da, wenn ich mich richtig erinnere, kann man damit Strom machen. Einen befeuerten Erzförderer und so weiter. Und jetzt kommen wir an das Ding. Wir nehmen den. Den wir uns da unten nochmal ins Inventar rein. Das Inventar ändert sich im Laufe der Zeit sowieso noch 1000 Mal. Wir stellen den jetzt, wie wir den hier. Oh, auf R tut man übrigens Items dran. Das habe ich gestern in der Steuerung noch schnell herausgefunden. Dann stellen wir den da so her und dann steht der da. So, und was tut der jetzt? Absolut nichts, sondern erst wenn wir ihn aufmachen und wir da Kohle einstecken, also einen Brennstoff da einstecken, das kann sein Holz, Kohle, Festbrennstoff, Raketenbrennstoff und uranversetzter Brennstoff. Also 5000 Sachen. R wie rotatieren. Richtig sprengen. Das hast du richtig gut erkannt. So, wir stecken jetzt da mal Kohle rein und man sieht, was passiert. Schau, brauchst du schon nicht mehr hinstellen, um Kohle abzubauen. Das macht jetzt der Befeuchter. Was ist denn jetzt wieder? Warum hat er denn jetzt aufgehört? Warte auf frei. Ah, okay. Sehr schön. So, der hat jetzt da irgendwo Kohle hingeschissen. Ich glaube da. Gegenstand auf dem Boden. Ja, Rechtsklick drauf. Bam, haben wir Kohle aufgeklappt. So, das ist natürlich Bullshit. Ich renne jetzt da nicht mein ganz Leben lang umeinander und baue da und klappe die Kohle da auf. Ich bin ja nicht behindert. Bürger, drück mal Alt. Was ist auf Alt?
Was ist da der Unterschied? Ah, es ist finster. So ein Tag-Nacht-Zyklus. Das wird in anderen Spielen immer sehr hoch gelobt. Stell ja Kisten hin, das kannst du dann auch nicht anschauen. Mr. FGT3, ich bin doch gerade einmal... Es sind Leute da, die kennen das Spiel nicht. Der zählt nicht schon wieder Backseat-Gamen mit 25.000 Stunden im Spiel. Ha? Du hast auch irgendwann einmal angefangen, hast nichts gewusst von der Kisten. Und ich keinen Scheiß, du hast irgendwann einmal nichts gewusst von der Kisten. So, wir haben natürlich nicht geistig behindert und klauen da jetzt Bresal Kohle auf, sondern wir bauen mal unsere Kisten. Und mit der wir gar nicht lange umeinander mit scheiß Holzkisten. Wir bauen wir gleich, ja doch, bauen wir mal 2 Holzkisten. Bam, bam. Und das braucht aber ein bisschen. Am Anfang brauchen Items nicht lang zum Bauen. Jetzt haben wir da 2 Holzkisten. Die schauen gut aus, die stecken wir da unten ins Ding rein und dann bauen wir die da hin. Und dann passiert Folgendes. Wie tut man das da gleich wieder weg? Ah ja. Dann warum hat jetzt der aufgehört? Warum hört denn der auf, wenn ich in die Holzkisten reinschaue? Hört der wirklich auf, wenn ich... Nein, tut er nicht, da wird bloß der Sound leiser. So, und was tut jetzt halt unsere lustige Maschine? Der steckt jetzt da ein Coin nach der anderen ein. Das finde ich eine richtig gute Sache, das sagt er. Da müssen wir mir nämlich immer bloß irgendwann einmal kommen. Nehmen wir das, der wir es ins Inventar und dann können wir es für was anderes hernehmen. So, was wir jetzt halt brauchen. Wir brauchen mehr so befeuerte Erzförderer. Zumindest einmal mindestens 3. Dafür brauchen wir... Na, was ist das da, befeuerte Erz? Ja, tatsächlich. Dafür braucht man Schmelzöfen, Eisenzahnräder und Eisenplatten. Da sage ich dir was. Gehen wir da oben. Ja. Eigentlich müsste man das Ding da oben Eisenplatten abbauen lassen. Ja, da wollen wir Eisen abbauen. Da können wir uns jetzt natürlich auch wieder mit dem Manschgal 4 Stunden da herstellen. Der Start ist ein bisschen zart. Ja, der ist ein wenig zack, da ist einfach, da ist auch vielleicht noch nicht ganz so ersichtlich, wo der verfickte, oder wann der verfickte Suchtel-Scheißes Kicken anfängt. Wir schauen jetzt einmal, wir brauchen Eisenplatten. Da, Eisenplatten, wir brauchen ein Eisenerz dafür und einen Schmelzofen. Einen Schmelzofen haben wir, den platzieren wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, wo wir den hin platzieren, den platzieren wir jetzt einfach mal da dazwischen rein, weil es wurscht ist. Der kommt sowieso noch woanders hin. Wir nehmen die Coin, die stecken wir da rein und dann stecken wir unser Eisending da rein und ja, dann warten wir, bis der da drin Eisenplatten schmilzt. Nice one. Sehr schön. Dann gehen wir wieder da rauf und dann sage ich dir was, wie viel Kohle haben wir? 20, das schaut gut aus. Wir bauen das Zeug da wieder ab, laufen wir da oben und lassen wir das Ding Eisenplatten fördern. Bam, bam, bam. Holzkistel, davor hingestellt. Mehr Eisenplatten, mehr gut. Und wenn Kohlen ausgeht, also unser Treibstoff in dem Sinn, dann gehen wir her. Was wir eigentlich auch machen könnten, ist, warte mal, machen wir jetzt so. Machen wir so. Nehmen wir den Schmelzofen. Den haben wir uns da ein. Das ist quasi unsere Schnellleiste da herunter, damit wir nicht jetzt mit eurem Inventar miteinander kacken müssen, weil später baust du sehr oft das Gleiche. Funktioniert das, wenn man den direkt da daneben hinbaut? Ja, funktioniert. So, jetzt tut quasi das Abbauding, das automatisch läuft, pumpt das Eisenerz in den Schmelzofen. Der Schmelzofen macht automatisch Eisenplatten und das müssen wir jetzt ein wenig abwarten. Das hilft uns alles nichts, das müssten wir ein wenig aussitzen. Vielleicht können wir mittlerweile schon mehrere bauen. Schauen wir mal. Was brauchen wir für das Ding? Eisenzahnradl. Wie baut man Eisenzahnradl? Geht schon los, da. Aus Eisenplatten. Ja, dann bauen wir. Bauen wir gleich 10. Wir brauchen mehr Zeug. Wir brauchen mehr... Oh. Merkst du, auf was hinauslaufen wird? Merkst du das? Merkst du das? Mal kurz nochmal zur Erklärung. Für Eisenzahnrad ist quasi eine Komponente unter Zwischenprodukte. Da gibt es dann auch noch mehrere. Elektronische Schaltkreise, Eisenstangen, Kupferkabel, Kupferplatten, Eisenplatten und. Und das wollen wir mir natürlich alles automatisch haben. Soweit ich das jetzt falls ich übrigens einmal einen totalen Kass Schmerz bei den Leuten, die da hier 5000 Stunden drin haben. Dann korrigiert es mich ruhig im Chat, das ist ja alles in Ordnung, ich weiß auch nicht alles auswendig mehr. Oh, für einen Schmelzofen brauchen wir Steine. Ja, dann gehen wir mal schnell rauf. Und bauen wir von Hand ein paar Steine ab. Man kann sich, glaube ich, auch so ein Werkzeug bauen, dass das schneller geht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt sowas wie ein Inventar. Ja, das ist mein Inventar. Egal. Ist noch nicht wichtig.
Mr. Failing Shadow. Warum? Warum? Wo? Und nicht mehr eine Nachricht dabei. Warum keine Nachricht dabei? Please! Mr. Failing Shadow, 25 Euro aus dem Nichts sind einfach zu viel, erst recht von Leid. Failing Shadow schreibt darum. Ja, okay! Streamen durchgespielt, bye. Ich kann nicht bei, ich muss mehr Storn aufbauen! Wir brauchen mehr Storne! Mr. Failing, seriously, vielen herzlichen Dank. Bitte nicht wieder mit den Donations eskalieren. Please. Psst. Florian, habe ich die übersehen? Nein, habe ich nicht übersehen. Gut, passt. So, wie viele Steine haben wir? 25. Ja, 25 Steine wären nicht dabei einmal gelangen. Dann gehen wir in unser Menü rein und bauen einmal da Schmelzöfen. Rechtsklick drauf, alle 5 werden gebaut. Da, zack, 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 zack. Zauberhaft. Jetzt gehen wir mal da oben und schauen wir mal, was wir sonst noch brauchen. Wie viele Eisenplatten haben wir? Wie viele aus 27 Eisenplatten haben wir schon? Mit Steuerung Klick tust du die automatisch alle um. Nice one. Und dann müssen wir jetzt einmal lurren. Jetzt schauen wir mal. Oh, können wir schon 5 befeuerte Erzförderer bauen. Mehr als 5, glaube ich, brauchen wir auch für den Anfang nicht, weil ich schaue, dass wir so schnell wie es irgendwie geht Strom haben, um dann diese kohlebetriebene Kacke, die ist dann weg, die brauchen wir dann nicht mehr. Aber machen wir mal 3. Machen wir mal 3. Passt. Mr. Odin, Minecraft in besser, oder wie sage ich das? Nein, mit Minecraft hat es nichts zu tun. Das einzige Spiel, mit dem Factorio vergleichbar ist, ist Satisfactory, aber Satisfactory ist halt eine Nachmache von Factorio. Und überhaupt und sowieso. Ha! Reibemonster! Bitch! So, ja, jetzt machen wir einfach Folgendes. Bam, bam, bam. Haben wir mir noch Kohle. Ja, 19, das halbieren wir jetzt da. Quasi zweimal. Halbieren wir das da, stecken wir da rein. Stecken wir da rein. Birger, halt dein Maul. Da haben wir einen Haufen Eisenerz. So, und jetzt nehmen wir einen Schmelzofen. Platzieren da einen her, da einen her. Haben wir nicht mehr. Habe ich nicht mehr Schmelzöfen gebaut? Wieso habe ich nicht mehr Ich habe doch mehr Schmelzöfen gehabt. Wann meine Schmelzöfen alle hier verschwunden? Ach, man braucht ein Okay, nochmal, zum Nachvollziehen, weil das habe ich jetzt auch nicht ganz umrissen. Wir haben jetzt Schmelzöfen gebaut und wir haben Zahnräder. Ja! Andal! Ich hab Storner gehört. Storner, Andal! Mehr ist wieder ein Zwickel. Wir brauchen mehr Storner! Das wird halt nur ein Bäume fallen. Wir brauchen mehr Zahnräder, wir brauchen mehr Storner, wir brauchen mehr alles. Wir brauchen mehr alles. Wir brauchen auf alle Fälle mehr Kohle. Was ich dir sage, das gleich mit den Typen da her. Den stellen wir gleich wieder ins Kohlefeld ein, weil am Anfang brauchen wir einfach noch Kohle. Die soll er mal machen. Gib ihm Kohle, das ist quasi ein Perpetuum mobile. Das Ding produziert mit einem Kohleverbrauch 10 Kohle. So, nochmal. Wir haben quasi 3 Schmelzöfen gebaut und zum Bauen von den Erzförderer, von den Pumpen, die wo das Zeug halt aufpumpen und außerhauen, brauchen zum Produzieren 3 Eisenplatten, 3 Eisenzahnräder und einen sicheren Schmelzofen. Warum auch immer. So, stopp. Wir brauchen mehr Kohle. Gib Kohle. 7 Kohle. So, damit der da problemlos weiter tun kann, steckt mir mal eine Kohle rein. Da mal. Und dann steckt man da einmal Kohle rein. So, jetzt arbeiten alle 3 Schmelzöfen. Das heißt, da 40 Eisenplatten. Ja, fangt schon an. Haben wir ein paar Eisenplatten, mit denen können wir schon einmal arbeiten. Dann produzieren wir gleich einmal in weiser Voraussicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, hier 20 Zahnradl. Das seht ihr gerade nicht, hinter mir ist die Produktion, das ist einfach bloß ein, wie soll ich sagen? Das ist einfach bloß ein, wie soll ich sagen? Eine Sanduhr, die sich dreht und dann ist es fertig, das dauert halt unterschiedlich lang. So, unser Ziel ist jetzt folgendes. Da geht schon wieder, der Sprudel geht aus. Man kann die Dinger sich auch gegenseitig fordern lassen, soweit ich das weiß. Bloß irgendwo musst du halt am Anfang immer Coin einstecken, das wird uns nichts helfen. Ich mache das sowieso von Hand, das muss lange dabei. So. Steckt man alles rein, was wir nicht brauchen. Alles eingesteckt, was keine Miete zahlt und immer wieder mal holen wir uns die Coin da herum. So, passt. Unser Ziel ist aber folgendes. Das Ganze soll selbstständig laufen.
Das heißt, ich renne da nicht mal 100 Stunden lang hier und stecke immer Kohle ein in so einen Scheiß, sondern natürlich wollen wir das, dass sich das selbst befeuert. Und das funktioniert nur mit Strom. So, wie genau der Strom gemacht wird, sage ich dir, was es ist, weiß ich nicht mehr. Ich sag das, wie es ist. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich glaube, man braucht so eine Gewässerpumpe, dann braucht man einen Heizkessel und dann braucht man eine Dampfmaschine. Und das erzeugt Strom, dann kannst du so Stromkabeln legen und dann gibt es so einen Erzförderer, den da elektrischer Förderer, Bauplan, der macht das dann ein wenig schneller und ein wenig, weißt du was es ist. Mehrere machen es lieber mit der Hand. Mr. Lil Pup, das ist allerdings richtig. Da hilft nichts wie Zwangsarbeiter, das ist richtig. Aber wir dürfen nur Roboter zum Zwangsarbeiten verdonnen. So, dann haben wir da mit dem Fuel, gibst du mal 10. Ja, am Anfang muss man nur ein bisschen von Hand. Am Anfang muss man einfach nur ein bisschen von Hand. Da hilft alles nichts. So, gut. Mir braucht man. Habe jetzt da irgendjemanden übersehen? Nein, habe ich nicht. Uzi, bevor ich dir da jetzt den ganzen auf Nacht zuschauen muss, nimm Kohle in die Quickbar, wähl's aus, halte YZ gedrückt und haufe über das Gebäude. Wenn du Bänder baust, kannst du mit Shift automatisch 2 Punkte verbinden. Was? Was? Halte YZ gedrückt und haufe über das Gebäude. Was? Okay, die sind Quickbar. Und dann? Verstehe nicht. Was genau ist da passiert? Ach, da lasse ich Gegenstände fallen, oder was? Hab ich nicht gewusst, schon, hä? Hab ich nicht gewusst. Sag ich dir, was ist? Mein Leben lang schiebe ich die Scheiße da schon so eine, wie ich es da tue. Ganz ehrlich, ich werde mir das nicht angewohnen. Leon, ich grüße Sie aus der Betonmischanlage. Hashtag Überstunden. Was ist denn, Alter? Ganz ehrlich, niemand auf dem Planeten hat ab 8:30 auf die Nacht irgendwas in der Betonmischanlage zum Suchen. Leon, merci dir. Uzi, merci für den Tipp. Vielleicht gewohne ich mit ruhig. Schauen wir mal. So, jeder fängt per Hand an. Mr. Lil Pup, jawohl. Das ist absolut korrekt. Geht das auch irgendwie schneller, dass man das Zeug da rauskriegt? Weiß ich nicht. So, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Geht das auch irgendwie schneller? Vielleicht mit Shift oder so? Ja, ist schon drin. Kriegt man es auch irgendwie außer? Weiß ich nicht. So, mir kommt es vor, als wäre ich so schnell. Mit Stacks halbieren und dann die Hälfte reinschieben. Ich weiß nicht. Ich bin ein Kacknoob. Hilft nicht. So, wo waren wir stehen geblieben? Was wollen wir? Wir brauchen das da. Hört jetzt auf! Schnauze jetzt! Skybuffet! Tun Sie sich nicht hinunter. Das ist richtig. Spähwürst meinst! Wir brauchen Zahnradl und jetzt kommt das erste wahrscheinlich so halbwegs komplexe Item, nämlich ja gut, ist auch nicht wirklich komplex, elektronischer Schaltkreis. So ein nennen wir einen grüner Chip. Und dafür brauchen wir Eisenplatten, die produzieren wir mit Sau, aber wir brauchen auch Kupferkabel. Lass mich raten, für Kupferkabel brauchen wir Kupferplatten und für Kupferplatten brauchen wir Kupfererz. Das heißt, die Scheiße da herunten, die reißt man jetzt einmal ab, eins, das nehmen wir alles mit. Warte mal, ist da noch Kohlen da? Ja, das stopfst du mal rein, das passt schon. Und dann gehen wir mal da auf zum Kupfer. Blub. Stellen wir da schnell einen her. Stellen wir ein Dings da her. Dann holen wir uns noch ein wenig Kohlen. Tust du mir ein wenig Kohlen her. Da tust du her. So. Und dann machen wir das so. Hier, halber Stack. Und restlicher Stack. Und dann soll das Ding da einmal Kupferplatten produzieren. So. Und dann kommen wir schon in Richtung Strom. Langsam, aber sicher kommen wir in Richtung Strom. So, wir schauen mal aus. Du hast gefälligst so zu spielen, wie wir das wollen. Sprengi! Eigentlich hast du recht. Magst du Tipps, Herr Killer Pro? Wenn's keine ultimative Geschäftlerei ist, dann ja. Ich hab 5000 Stunden in dem Spiel gefälligst, so wie ich Spiel Tipps sind, dann eher nicht. Was sind denn Tipps? Was für? Killer Pro, hau einen Tipp raus. Raus damit. Was zum Beispiel?
So ein wie das jetzt mit dem Y. Das ist nice to know. Werde ich nicht benutzen, weil ich mich nicht daran gewohnt werde, weil ich es seit, was weiß ich, wie viel 100 Stunden schon so mache, wie es ich mache, aber egal. Zum Beispiel, dass du die Kohle im Viereck baust. Du meinst quasi, dass das eine in den anderen eine tut und so weiter und so fort. Weißt du, warum ich das nicht tue? Weil ich warte jetzt einfach, bis wir die Materialien haben. Das dauert genau 5 Minuten. Dann baue ich den Stromding und dann reiße ich die Teile alle ab und drauf geschissen. Verstehst? So. So. Kohle produziert. Kohle aufteilen. 50. Mehr Eisenplatten ist mehr gut für uns. Oh, scheiße, wir brauchen da wieder Kohle. Muss ich da schnell nicht abbauen, das hilft uns nichts. Du kannst die Kohleextraktoren den Kreis bilden lassen. Das weiß ich, Kinder. Das weiß ich. Ich mag aber nicht mehrere Kohleextraktoren bauen. I don't give a shit. Das ist ja kein Aufwand nicht da. Das ist ja kein Aufwand nicht da. Jetzt können wir auf alle Fälle schon grüne Chips bauen. So schaut's aus. Wie viel braucht man? Für die Gewässerpumpe. Wir können auch schon 8 Gewässerpumpen bauen. Funktioniert folgendermaßen. Normalerweise brauchst du ja, oder so darf ich mir jetzt vorstellen, glaube ich, wenn ich das Spiel nicht kenne. Ja, ich muss jetzt erst Rohre bauen, ich muss 2 elektronische Schaltkreise bauen, ich muss ein Eisenzahnrad bauen. Dann erst kann ich die Gewässerpumpe bauen. Factorio denkt aber quasi diese Produktionsketten schon ein bisschen weiter. Und wenn ich da jetzt auf produzieren wir mal also ein Gewässerding, bam, dann produziert er on the fly quasi 2 elektronische Schaltkreise, ein Rohr, ein Eisenzahnrad und aus dem baut er sofort eine Gewässerpumpe. Uzi! Geil, Buffet! Kaum wird bisschen finster, boxt schon das Fernlicht aus. Depflicht? Wo ist denn unser Licht? Ist das an die Depf dran? Nein, das ist saubere Stirnlampen, die wir wieder aufhaben. Uzi! Du hältst Y gedrückt und fährst schnell mit der Maus die Gebäudereihe rauf und runter oder Kreiselart übers Gebäude, alle Produkte rausnehmen, war Shift oder Steuerung Linksklick. Ah, das stimmt tatsächlich. Das ist ein Tipp, den nehme ich gerne. Weil jetzt muss ich nicht mehr draufdrücken, das ist natürlich schon geil. Sag ich dir, was ist. Und dann schauen wir mal. Du meinst quasi diesen hier, habe ich verstanden. Sag ich dir, was ist. Wo ist jetzt meine Kohle hin? Ist schon wieder drin. Habe ich verstanden, ist akzeptiert. Ich versuche mit Rot zum Gewohnen. Es ist ein Deal. Mr. Mash! Für verbesserte User Experience lesen Sie bitte meine vorherige Dono. Ich lasst mich halt spulen. Und ich scheiß mir halt nicht schon wieder mit Donations zu, Kruzifix. Mach bitte mal ein Warte mal. Oh. So, bin ich da. Ist das besser? Sind wir so zufrieden? Huch, da ist ein Hart in der linken Ecke. Das habe ich einfach versteckt. Da wird es aber nichts sehen da hinten. Also das ist ungefähr so interessant wie Tschernobyl. Wobei Tschernobyl ist schon interessant. Muss man auch... Komm, leg mir da am Arsch. Leute, merci! Schluss jetzt mit Donaten, ich kriegen. Wo haben wir überhaupt? Da sind wir. So. 13, wieso wird denn jetzt da keine Kohle mehr erzeugt? Da muss ich auf Alt drücken, glaube ich. Gut, fordert man wieder mit Kohlen. Wir brauchen jetzt Strom. Drauf geschissen Strom. Wir haben jetzt also eine Wasserpumpe. Wir brauchen eine... Machen wir eine Dampfmaschine. Ja, jetzt erzählst links unten hast du kurz was gesehen. Ihr habt nichts erkannt, egal. Wir haben eine Dampfmaschine gebaut. Wir brauchen aber noch zusätzlich einen Heizkessel. Das glaube ich, weiß ich noch. Das Ding verbraucht Wasser und bla 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 bla. Und dazu brauchen wir nochmal Steine, weil wir einen Schmelzofen bauen müssen. Schnell nochmal abgebaut. Das machen wir alles noch von Hand. Das von Hand abbauen, das ist jetzt dann gleich so schnell vorbei. So schnell kannst du gar nicht schauen. So schnell, da kannst du schauen. Alter. So, Heizkessel, bauen. Das heißt, er baut jetzt 3 Rohre, ein Dings und dann haben wir den. So, passt. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen ein Wasser. Ein Wasser braucht man mir. Und mein Minimap, sagt mir da rechts oben, ist ein Wasser. Und ich darf jetzt da einfach einmal ganz gnadenlos vorschlagen. Zoomen wir mal aus das ein bisschen.
dass wir da anfangen, unser Stromnetz aufzubauen. Das geht dann ganz weit links da oben. Da musst du ein bisschen vorausplanen. Das merkst du aber erst, wenn du schon ein bisschen gespült hast, weil du später so viel Platz brauchst für den Scheißdreck, dass ganz aus ist. Aber nach links ist da ist die Bude offen. Da ist die Bude offen, das sagt der ich. Jetzt pflanzen wir da einmal so eine Wasserpumpen. Bam, Wasserpumperl. Ich hoffe, ich versetze das da, aber man kann es wird dem schon passen. Zur Sicherheit bauen wir mal noch 10 Rohre da so. Die können wir wahrscheinlich auch noch brauchen. So, wie war jetzt das? Muss jetzt da erst... Wie war jetzt das? Muss jetzt da erst der Heizkessel hin? Und vorne kommt der Dampf raus. Also, wenn man sich jetzt diese Gerätschaft anschaut, da ist quasi Ein- und Ausgang, da soll das Wasser durchpumpt werden und dann befeuerst du die Maschine mit Kohle, dann verbrennt die und dann kommt vorne Wasserdampf raus. Und den Dampf, den schirmen wir in die... Wo war jetzt? In die Dampfmaschine halt rein und die produziert Strom. That's the game. So, jetzt sind wir beieinander. Das heißt, unsere Dampfmaschinen hängen dann jetzt so im 90-Grad-Winkel dran. Das machen wir jetzt so und ungefähr da so her. Bam. Schaut gut, wir müssen da nämlich dann Kohle herschaffen. Per Dingsrad. Wir machen jetzt da einmal so. Wir können das wegmachen. Dann machen wir die Real da unten rein. So. So, da sieht man schon. Wird Wasser durchgepumpt. Wenn das Wassertröpfel da leicht, dann wird Wasser durchgepumpt. Aber für das Ding braucht man halt Kohle. Das heißt, wir sollten eigentlich einmal nur so ein Kohleding da bauen. Wir brauchen viel mehr Kohle. Eigentlich hätte ich doch einen Kohlekreisel bauen sollen. Habt schon wieder recht gehabt? Ja. Bla 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 bla. Gib mir lieber meine 60 Kupferplatten. Du Spack! So, wie viel Kohle haben wir da? 50. Die muss einmal eine Zeit gegangen, das gibt's ja nicht. Dann nehmen wir die Eisenplatten auch gleich noch mit. Ja, das mit Steuerung draufklicken ist eine gute Sache. Kannst du dann vorbeilaufen, kannst schnell den Scheiß da mitnehmen, finde ich gut. Gehen wir wieder da rauf. Und sobald wir einen Strom haben, Brudi, dann geht der Punk ab. Bis man Raketen baut und gestartet hat. Ja, genau. Also Ziel des Spiels ist, eine riesengroße Industrie, eine riesengroße Mikrofabrik aufzubauen, die selbstständig Sachen produziert und so weiter und so fort, bis du Raketen bauen kannst und die mit bestimmten Dingen belieferst, so und so viel, bis du halt starten kannst. Und dann hast du die Runden geschafft. Und trust me, da ist ein langer Weg hin. So, 50 Sachen rein. Schau mich hin, wie viel. Schau mich hin, wie viel. Ausgang voll. Wie Ausgang voll? Der Mann ist voll! Da kommt jetzt eine verdammte Dampfmaschine. Dampfmaschine! So, was geht jetzt da? Nicht an Stromnetz angeschlossen. Dann braucht man kleine Strommasten. Die bauen wir aus Holz und aus Kupferkabel. Sie haben wir zufällig. Da bauen wir mal einen. Wir haben nicht recht viel Holz, glaube ich. Und dann, jetzt weiß ich aber nicht so hundertprozentig, wie man die genau stellen muss, dass es am effizientesten ist. Aber ich glaube, da müssen wir nochmal schnell umbauen. Moment. Das fällt mir dann auch erst immer später ein, aber jetzt machen wir da mal ein Real her oder 2, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und dann tun wir das Ding da her. Dann schirmen wir da mal in die Schnellleisten unsere Dinger runter. Und dann stellen wir da einmal 2 so Masten auf. Bam, bam. So! Was? YouTube-Chat ist Katastrophe. Was ist da immer der COD-Hitmarker-Sound, wenn du das Item aufhebst? Genial. Das stimmt, gell? So ein bisschen schon. Wenn da die Viecher nicht davor alles zusammenrennen, schon. Nee, die kleine Scheiß aus. Ich meine, ich habe ja eine Pistole und ein bisschen Ding. Dann müssen wir uns wir können Pistolen bauen, wir können Schusswaffenmunition bauen, dann schießt man es von Hand. Nee, das kriegen wir mir schon hin. Das kriegen wir mir schon hin. Jetzt derzeit haben wir nicht ab. So, da ist unser Strom. Wir brauchen mehr Holz. Holz. Da haben wir da einfach alles zusammen. Ein wenig. Kann man eigentlich Holz automatisieren? Geht das überhaupt? Also es gibt ja keine automatische Baumfellmaschine. Der YouTube-Chat ist eine Katastrophe, hat 5 Minuten Verzögerung. Was ist da los? Ich hab nichts umgestellt oder sonst irgendwas. Absolutely nothing. Stromkasten, Kraftwerk etc. hatte Erinnerungen an Jurassic Park. Ein bisschen schon.
So, wie viel Holz haben wir? Weiß ich nicht, aber wir bauen auf alle Fälle einmal sehr viele Strommasten. Das ist einmal das Allerwichtigste. Da seht ihr jetzt unten die Produktionsketten, wenn ich das selber mache. Und so ein bisschen ein Punkt, der Krux des Spiels kommt noch. So, man konnte nur immer einen bestimmten Abstand voneinander da so Stromketten aufbauen. Später kann man erforschen, dann kriegt man bessere und größere, aber die meiste Zeit hast du die normalen. So, wir legen jetzt einfach mal eine Stromketten da oben. Mein innerer Monk sagt, das muss alles im 90-Grad-Winkel sein. Und los geht's. Was ist da schon wieder im Augenwinkel? Sehe ich schon wieder Donation. Schluss jetzt! Geilbuffet! Todesursache von Hand erschossen. Handschuhe. Merci. Merci dir. Uzi, falls das der Community zeigen möchtest, wie das ausartet, konnte ich da mal ein Spiel hosten mit Space Exploration und Krasturio Mod. Sushi Belt für sein. Ich glaube, da braucht jeder bloß mal schnell Factorio in YouTube eingeben und dann sieht man, wie krass das eskaliert. Oder du nimmst jetzt den Weg als Ziel und wir spielen einfach. Und versauen wir nicht einfach am jeden. Ach so schaut das später aus. Okay, passt, habe ich dir. Da zuckt sogar der Greenscreen. Was ist mit dir? Wozu da? Was ist denn jetzt? Jetzt hebe ich wieder selber nicht. Jetzt habe ich das Mikrofon ausgeschickt. Kruzifix, die plutzt du nicht in der Reihe! Ich flipp aus. Scheiße. So. Ist da noch alles gut? Funktioniert noch alles? Ich weiß nicht. Sushi-Belt für Science, Urananreicherung, Planetenkanonen und Schaltungsnetzwerk für Notstrom und Verbrauchsanzeige und so weiter. Ja. Fangen wir mal klar an. Okay? Fangen wir einfach mal von vorne an. Das war geil. So. Strommasten müssen her! Wir brauchen mehr Strommasten. Wir haben einige Strommasten. So. Wo haben wir? Da sind wir. So. Eins nach dem anderen. So, unsere Öfen sind alle aus. Das ist aber jetzt auch nicht weiter tragisch, weil langsam, eigentlich haben wir Strom. Und was wir da jetzt damit tun? Jetzt bauen wir mal so einen, was brauchen wir da? Elektronischer Schaltkreis, einen elektrischen Erzförderer. Ja, jetzt ist dann gleich vorbei mit. Nehmen wir mal die Kohle da mit. Machen wir es so. Die Hälfte schüren wir da rein. Brauchen wir mehr Kupfer. Dann geben wir ihm natürlich auch das da herunten. Wie viele Eisenplatten haben wir? Wir haben so verdammt viele Eisenplatten, dass ich gleich das Kotzen kriege. Darum bauen wir das jetzt da einmal ab. Und wir bauen einfach mehr Kohleproduzenten. So schaut's aus. Mehr Kohleproduzenten. Mehr Kohle fürs Erste. Ja gut, die Vorbereitungen sind getroffen. Die Musik nervt mich auf Dauer aber schon. Ich höre gerade keinen, ist der Sonntag-Ruhetag. Das fällt mir irgendwann nicht mehr auf. Da, was der Mr. MRC schreibt. Vanilla erschlägt inhaltlich ja schon die meisten Leute. Absolut korrekt. Die noch nie Factorio gespielt haben. Absolut korrekt. Und dann gleich mal mit einer Mod-Kombo wie Space Exploration und Krastorio um die Ecke kommen, lel. Das ist wahrscheinlich auch für mich zu viel, obwohl ich das Spiel kenne. Ja, da birge ich einfach ab. Erstmal wieder reinkommen und wenn mir das dann zu seicht wird, dann befasse ich mich irgendwann mit Mods. Aber meistens habe ich mich da dann schon stundenlang abgezockt und eigentlich keinen Bock mehr. Und hör dann einfach wieder auf. So. Elektrischer Erzförderer. 3 Stück. Her mit dem Scheiß. So schaut's aus. So, jetzt müssen wir erstmal Zahnradl bauen. 14 Kupferdradl werden da herunten. Ich tue mir mit dem Mauszeiger da umeinander da herunten passiert ist. Wir werden Kupferdradl bauen, dann werden 9 Chips bauen und irgendwann, wenn wir den ganzen Scheiß haben, dann kriegen wir unsere 3 Erzförderer. So schaut's aus. Was? Der Green flockert links unten. Was? Da. Was hat denn heute? Schau mal, was da passiert für die Kommunikation. Uzi! Okay, ja, schon auf, aber nur wenn du beim Strommastenbauen Linksklick gedrückt hast und einfach laufst. Du spielst so, wie ich möchte, Hashtag Carport. Nein. Merci wieder €1. Und außerdem, da möchte ich jetzt schnell was ausprobieren. Was muss ich? Nein, mag ich nicht. Will ich nicht. Das ist genau, was ich gemeint habe. Nein, jetzt muss das Fleiß nicht. Das Fleiß werde ich meine Strommasten so setzen. Absolutes Fleiß, mein Bester. So, unten eine mit dem Schund. Hoppala, jetzt haben wir das doppelt da unten drin. Jetzt bauen wir unseren ersten elektrischen Scheißheisel
Extraktor. Und zwar, wo bauen wir den hin? Brauchen wir Steine? Brauchen wir noch nicht. Wir brauchen hauptsächlich einmal Kupfer. Da fangen wir einfach mal jetzt da herum so an. Schaut gut aus, wie viel haben wir da? Rechts über mir, da, wird übrigens auch angezeigt, wie viel in dem Boden drin vorkommt. So 52.000 ungefähr. Und wie viel das er abbaut pro Sekunden und wie groß das Abbaugebiet ist, 5x5 und. Egal, den pflanzen wir mir jetzt einmal eiskalt daher. Stabil. Der braucht jetzt natürlich einen Strom. Das sagt er. So. Immer schön. Ja, nicht laufen. Genauso wie ich gesagt habe, werde ich das platzieren da. Die Frage ist jetzt, wie konstruiert man das am effizientesten, dass man möglichst viel abdeckt. Weiß ich jetzt auch nicht so 1000%ig, sage ich dir, wie es ist. Aber, machen wir so. Und dann machen wir, wie weit kommen wir da, machen wir so. So. Und schon fangen wir an. Und schon brauchen wir keine Kohle mehr. Also wir brauchen schon noch Kohle. Das ist eigentlich das Erste, was wir bauen sollten. Dass die Kohle da auf zu dem Kraftwerk fährt und sich selbst füttert mit Kohle. Und um einen Strom am Leben zu halten. Und den Wasserdampf am Leben zu halten. Und genau das ist es, was wir jetzt auch da werden. Tun wir ein paar Eisenkisten bauen. Damit das Zeug dabei laufen kann. Wie tut man das da unten aus? So, Eisenkisten, die haben wir da oben. Und dann stellen wir die jetzt einfach mal dabei daher, damit das Ding läuft, damit wir da keine Zeit verlieren. So, also das Ding pumpt quasi da vorne am gelben Pfeil raus und produziert Kupfererz und dann passt es. Und damit es nicht einfach stehen bleibt, bauen wir da Kisten hin. So, weiter im Programm. Dann haben wir da wieder einen Haufen Kohlen. Jetzt bauen wir das Ding einmal ab, das Ding ab, das ab und das ab. Und jetzt bauen wir gleich mal, wo können wir eine schöne Linie ziehen. Machen wir mal so rum. Machen wir so rum. Gleich einmal 2 hergeschissen. So, damit der Uzi was zum Schimpfen hat. Immer schön einzeln platzieren. Damit er so richtig geil ausflippt daheim. So. Passt. So, die laufen und produzieren. Oh, scheiße, das war falsche Richtung. Hoppala, falsche Richtung. Entschuldigung. Machen wir so. Na, bis er kotzt, der Uzi. Ist überhaupt nicht da. Oder ist er gegangen? Rage quit. So. Wir transportieren sie jetzt diese Dinge, ja, die Sachen, die sie da produzieren, die da vorne ausgeschissen werden. Wie sollen wir die da aufkriegen? Die müssen ja da irgendwo da lang und was weiß ich was. Die müssen ja ewig lang. Blub, und dann müssen die da rein. Tja, da gibt's was. Und zwar Förderbandel. Und zwar en masse. Was braucht man da? Eisenplatten. Eisen, Kinder. Und was dann das nächste ist, zeige ich euch dann. So, jetzt probieren wir erst mit Förderbandel. Wir bauen ein Förderbandel ohne Scheiß bis alle ausflippen. Das sagt ich. So, tun wir das Ding weg. Nehmen wir das. Haben wir nur ein wenig Coin verdient da. Tun wir ein wenig Coin dabei. So. Was ist da wieder? Joke, Brother! So, bin jetzt einmal. Der PS4 hat spontan gemeint, sie muss jetzt ein Update machen. Dann wird das Internet für den Idioten aus dem Internet verschwinden. Aber wieder, Joke Brother, merci wieder 5er. Bussi aufs Nussi. So, was wir dabei mit durchkennen ist, wir sammeln mal die Kohle da in die Eisenkisten herin, damit die schön brav weiterarbeiten. Da haben wir die Kohlen her, Kohlen 106, damit der Strom nicht ausfällt. Lassen wir ein bisschen produzieren da unten. Das passt schon. Wir müssen noch unsere Förderbandel bauen. Da geht es. So, wie viel Kohlen ist denn da noch drin? 39. Das ist ja mehr als genug. Das ist ja Wahnsinn. Mehr Strom, mehr gut. Herr Selbstspieler, da hast du absolut recht. Aber momentan gelangt unser Strom. Es gibt da irgendwo, glaube ich, da. Ja, genau. Jetzt wird's. Oh mein Gott, jetzt ist dann sterben glaube ich, alle Hirne wahrscheinlich. Du siehst da oben, das ist quasi so eine Produktionstabelle. Blau, Han, Förderbandel, gut, die produziere ich jetzt gerade. Das zeigt da quasi deinen Verbrauch, deinen Konsum von Sachen an, wie zum Beispiel. Ja, das zeigt jetzt nur Produktion an von Gegenständen in der letzten Minuten. Da siehst du genau so und so viel Stück pro Minuten und später hast du dann einen Konsum von den Sachen. Das muss sich quasi die Waage halten. Die haben wir noch nicht so weit, egal. Gibt's irgendwo eine Stromübersicht oder so? Strom, Produktionsstatistiken, Bonusse. Tipps und Tricks.
Züge, Errungenschaften. Hat es da nicht irgendwo eine Stromübersicht geben, wie viel das konsumiert und produziert wird? Die finden wir schon. Brudi, die finden wir mir schon noch. Alles gut. So, jetzt kommt der interessante Teil, was Factorio so ein bisschen ausmacht. Was ist da wieder los? Endstelle ist reich. Merci dir für den Fünfer. Die nächste Citadel-Fahrer geht auf mich. Ist ja so, weißt du. Bis dahin stehen, merci dir. Ich werd mir davon eine gönnen, ich sag das, wie es ist. Dankeschön. Bussi aufs Nuss. Fanny Schaub schreibt, nein, Mann, wer hat das geschrieben? Doch, Fanny schreibt, du kommst heute nicht weit. Nein, hab ich aber auch gesagt. Aber vergesst einmal die Leute nicht, die daheim sitzen und das Spiel noch nie gesehen haben, ich muss ein bisschen was erklären. Ich sitze mir nicht einfach bloß daher und verzeih irgendwas und die Leute hocken daheim und denken sich, what the fuck. Ja, gibt nicht nur Programmer auf dem Planeten. Friends of the Sun. Wir haben 160 Fließbänder produziert und die schirmen wir uns jetzt da unten rein. Die werden wir lang brauchen, die werden wir auch immer brauchen. Und das sind quasi Förderbandel. Das tun wir jetzt einmal da so her. Ja, ich mache das jetzt mal einzeln, damit man das nachvollziehen kann. Ja, du kannst da bauen, wie du willst. Du kannst da auch um die Kurven fahren dann und so. Und siehst du, da liegt jetzt Kohle drauf. Die Dinger da produzieren quasi Kohlen, werfen das aus, werfen das aufs Förderbandel und das Förderbandel geht in eine Richtung. Das geht das kannst du dann irgendwo hinführen. Und das führen wir jetzt eiskalt da oben in unsere Stromzufuhr, weil für was ich weiß nicht, ob man Kohle nur für was anderes auch braucht, aber für das hauptsächlich. Damit unser Stromkreislauf sich quasi selbst mit Energie füttert. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Der Uzi schreibt, bin schon noch da, ich überlege gerade, was ich da noch für Tipps zum Ignorieren geben kann. Dass irgendwann so umständlich wird, dass du einen Schlaganfall kriegst, du derischer Teufel. Du kannst Förderbandel bauen zum Transportieren. Jetzt tragst du alles einzeln. Was? Du kannst Förderbandel bauen zum Transportieren. Jetzt, das weiß ich. Also das mit den Förderbandel, also ich habe da jetzt gerade was nicht verstanden. Habe ich da jetzt irgendwas übersehen und nicht verstanden und das war wirklich ein Tipp oder war das einfach nur, sagt dem wirklich absolut ahnungslosen Trottel im Internet, hey, du kannst Förderbandel bauen, du musst es doch nicht aufgetragen. So schaut's aus. Die reißen wir jetzt aber wieder ab, weil ich habe so das Gefühl, ja, der Kohlebatzen da, der ist später voll, ja, voll mit diesen Extraktoren und so. Ich darf mein Kohletransport gern da hinten nach oben befördern, weil ich den Platz da gern hätte, ja, bis nach unten und so weiter, dass da nicht einfach gerade aus irgendeiner scheiß Fördermantel durchgeht. Da bauen wir uns was anderes hin. So, jetzt machen wir so. Andere Richtung. Da, Herr Uzi, ich habe übrigens schon gewusst, dass man laufen und die Dinger bauen kann. Ich habe es bloß nicht gewusst, dass sie bei den Stromdinger, wenn du laufst und bauen gedrückt hältst, dass sie die im maximalen Abstand voneinander hinbauen, ja, dass da über zwei Kastel, das sieht man jetzt da recht schön, da ist ein kleiner Schlitz dazwischen. Schlitz dazwischen, du geistig behinderter Mongo. Und ich hab gemeint, die bauen sie halt dann so. Hab ich gemeint. Ich hab das noch nie ausprobiert, ich sag das, wie es ist. Übrigens, wenn man die Sachen wieder abreißt, bam, 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 bam. Wieso kann ich das abreißen? Weil ich aus der Reichweite bin. Dann kriegt man die wieder. Die haben nicht verloren oder irgendein Kass. Kann man da hinbauen? Ja. So, jetzt gehen wir da um Kurven. Und dann gehen wir da rauf. Verdeckt man mit irgendwas? Ja, wenn es ist, müssen wir später neue Kurven einbauen. So, weiter. Und wie ihr schon seht, so, wir haben noch 40, 30. Wie weit müssen wir überhaupt auf? Ich weiß nicht. Da fahren wir mir total kreuz und quer. Das ist mir wurscht. Bis auf. So, bam. Wie weit müssen wir um? Da müssen wir um. Ohne Triggern wäre doch langweilig. Das stimmt auch wieder. Wolfrick, was da los? Ein bisschen später, aber lieber später als nie. Du warst doch vorm Stream schon da. Ich hab doch deinen Namen vorm Stream im Chat schon gelesen. Glaubst doch wohl selber nicht, dass ich mein Geld dir nicht hinterherwerfe. Ja, versteh ich. Ja, okay. Wenn's sein muss. Herr Wolfrick, danke dir. Bussi aufs Nussi. So, da müssen wir her. Ja, und wir sehen wir schon. Da kommen wir nicht ganz hin. Oh, da fährt schon Kohle auf, siehst du das? Da kommen wir nicht ganz hin. Machen wir es so. Und um. Ja, jetzt brauchen wir für das kleine Eck noch ein paar. Was brauchen wir? Eisen. Eisen!
Die Dinger, unsere Eisenteile da unten haben mit Sicherheit nicht weitergebaut. Die Eisendinger haben wir mit Sicherheit oder haben wir da unten weitergebaut? Scheiße. Ja, Birger, dann müssen wir jetzt da Eisendinger bauen. Das hilft uns jetzt alles nichts. Das, ne, da bist du jetzt einfach selber schuld. Reiß das alles ab, bau mehrere Öfen da. Warten uns in die ganzen Öfen. Dumme Öfen. Dumme Öfen. Machen wir so, machen wir so, machen wir so. Dann nimmst du einen Ofen da und einen Ofen da. Können wir noch einen Schmelzofen bauen? Einen vierten? Nein, da müssen 3 Klauen helfen. Kohlen haben wir genug. Jetzt, wenn du mir noch einen Shortcut sagst, wo ich die Sachen da irgendwie machen kann, dass die Stacks gleich halbiert werden, dann war ich eigentlich ganz zufrieden. Jetzt wollen wir mit Y ist gegangen, ja? Nimmt er die jetzt da aus oder tut das eine? Ich darf ja gerne eine tun. Ich käme nicht aus. Ich käme nicht mehr aus. Ah, der tut schon eine, oder? Tut das eine? Oh, da haben 16 drin. Da haben 32 drin. Legen wir es da drauf, ist eh wurscht. Die sollen jetzt einfach auf die Schnelle ein paar Eisenplatten tun. Irgendjemand hat mir eine ewig lange Nachricht geschrieben. Servus, Birger! Mr. Angus Angus Höschen ist ein unfassbar guter Name. Sehr schön. Made my day. Dankeschön. Hab gerade das Video mit deiner Reaction auf Muck, ältestes Wirtshaus, gesehen. War auch schon bei ihm im Stream. Der macht's schon so, dass für seine Gäste passt. Bin also voll pro. Ihr zwei, das kann spaßig werden und Guinness muss er besorgen. Er steht ja auch im gleichnamigen Buch der Rekorde. Hashtag Birger Muck darf. Hau rein, Grüße aus. SR wahrscheinlich Straubing. Mr. Angus Höschen. Guter Name. Weiß ich nicht. Ich hab mir auch mal kurz einen Stream von ihm angeschaut. Ja? Er ist mir auf Anhieb recht sympathisch, der Muck. Also ich kenne ihn natürlich nicht, ich war auch noch nie bei ihm. Er kann mich ja mal anschreien. Vielleicht schaue ich in die nächsten Tage, ich glaube ich streame da am Dienstag und Donnerstag, vielleicht schaue ich da morgen mal rein und schaue mal da, was da los ist. So, wir müssen mehr Bandförderer bauen. Herr Bansch, mir jetzt wieder Mitgliedschaft, dass dein innerer Monk nichts zu dem einer Stückel Stromleitung sagt, was da an dem Knick weiter gerade ausgeht. Wo? Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Mein innerer Monk springt schon im Dreieck, aber mein innerer Monk weiß, dass ich das später anders mache. Da muss ich leben damit. Da muss mein innerer Monk muss leben damit. So, mit denen, wenn da so weiße Dinger auftauchen, damit nehme ich quasi die Eisenplatten aus dem Inventar und bau. So, damit wir ein bisschen schneller sind, laufen wir jetzt auf den Bandförderer nach oben. Ah, da gibt es ein bisschen einen Speed. Schön, da haben wir langsamer, da haben wir sau schnell. Motherfucker! So, und weiterbaut wird. Gehen wir da so. So, da kommt unser Coin. Da kommt unser Coin, schau dir das so, da fahren wir mir jetzt einfach mit. Da fahren wir mir jetzt einfach eiskalt mit. Was ich noch feiern darf, ist, wenn der Zoom-Out nicht so hackelig geht, sondern wenn er fein geht. Da die hart feiern. Stacks halbieren, Umschalt und Rechtsklick. Ja, das, Mr. Gottlob, merci dir für den Tipp, für alle. Das weiß ich, aber beim automatisch eine da beim Y gedrückt halten. Irgendwie. Dass ich da nicht lauter einzelne eine pfriemelt, sondern, ja. So, wir sind angekommen. Da sind wir, an unserer Harzmaschine. So, wir kriegen mir jetzt aber, also folgendes funktioniert nicht. Nur einmal, um das zu demonstrieren. Moment. So. This is not how it works. Ja, die Coin fährt da nicht automatisch rein und ist dann da drin. Sondern für das gibt's die sehr faktoriotypischen Greifarme. Und zwar diesen gelben Teufel da. Was brauchen wir da? Eisenzahnradl und elektronische Schaltkreise. Das heißt, wir brauchen noch mehr ein paar Eisenplatten. Wann die ganzen Eisenplatten hinkommen? Ich hab wieder 2 Förderband gebaut. Das ist nix. Ah, das Ding meinst du da? Das da? Oder den? Ist das der? Meinst du das Stromding? Besser so? Haben sie die inneren Monks beruhigt? Besser so? So, gehen wir da haben wir Kupfer jetzt. Warum stellen wir da eigentlich nicht so einen
so einen Hochofen hin. Ja, aber das kommt jetzt alles noch aneinander. Alles noch aneinander. Das tun wir die Eisendinger her. Und dann bauen wir mal, da brauchen wir sowieso 5000 von denen, bauen wir gleich einmal ein paar so Greifarme. Gib mir Greifarm. Und dann fahren wir wieder auf. Und dann fängt es langsam an, dass wir alle Grundbausteine, sage ich jetzt mal, haben, um alles zu automatisieren. Was wir bis jetzt an Grunddingen bauen können. So, jetzt müssen wir noch schnell warten. Da, rechts unten, bam, haben wir 5? Ja, da. So, Greifarm. Jetzt kommt der Greifarm des Todes. Der... Wie erkläre ich das jetzt? Da ist ein gelber Strich und ein gelber Pfeil. Das heißt, vom gelben Strich nimmt er und an den gelben Pfeil, da legt er es automatisch hin. Das kann ich jetzt da mal demonstrieren so. Ach, da hat er keinen Strom. Ja, gut. Müssen wir auch noch gleich fixen. Machen wir so. Siehst du das? Er legt quasi Kohle da hin. Und an der Stelle kannst du mit der Kohle dann wieder was anfangen. Oder du fütterst damit quasi direkt die Heizmaschine. Was jetzt natürlich wieder nicht geht, weil wir da einen Strom hinbauen müssen. Ich glaube, das machen wir so. Und so. Ja, muss schon gelingen. Also. So, jetzt pass auf. Wieder irgendjemand mit der... Herr Geibeffi! Was? Ein Absacker auf deinen inneren Adrian? Den verstehe ich wieder nicht. Herr Geibeffi, Sie reden oft in massivsten Rätseln. Ich weiß nicht, was du mir sagen möchtest. Adrian? Was, habe ich irgendwas mit Adrian gesagt? Dann habe ich nicht aufgepasst. Auf alle Fälle, um es weiter, glaube ich, brauche ich es nicht ausführen. Da fährt jetzt die Kohle unten automatisch auf, dann wird es von dem kleinen Greifarm genommen, wird in den Heizkessel eingelegt, der heizt das Wasser auf, das produziert Dampf, fährt in die Dampfmaschine und die Dampfmaschine, warte mal, da muss ich ein Stückchen auf die Seiten fahren, da, wo muss ich nicht, da ist es ein bisschen eine Anzeige, Leistungsabgabe, 270 Kilowatt von 900 Kilowatt. Das heißt quasi, wie viel das quasi... Wieso sage ich so quasi? Fuck my life! Wie viel Strom verbraucht wird und wie viel Strom maximal produziert wird. Und wenn du halt mehr Strom brauchst, baust du eine zusätzliche Dampfmaschine und also ein Heizkessel und also eine Wasserpumpe kann maximal so und so viele Dampfmaschinen bedienen und. So, jetzt bei so. Unsere Stromversorgung steht. Das heißt, weißt du, was wir da jetzt gleich nochmal tun? Da ist einmal noch so eine Dampfmaschine her. Dann bauen wir gleich eine zweite Dampfmaschine hin, damit beim Strom nichts fällt. So, bam. Muss das auch wieder extra ans Stromnetz angeschlossen werden? Echt wahr? Are you serious? So, mein innerer Monk sagt, das muss so platziert werden. Verzeih mir nichts anderes. Ja, damit ist der erste Kreislauf jetzt geschlossen. Wir holen unten unsere Kohle, die Kohle wird aufgefahren, die Kohle fordert den Heizkessel, wir produzieren Strom, damit wir unten wieder Kohle fördern können. So, wunderschön, Alter! Und jetzt wird eskaliert. And now, escalate! Wir brauchen viel mehr elektrische Erzförderer, viel mehr. Nicht bloß für fucking, was haben wir da? Nein, nicht den Greifarm nehmen. Für Kupfererz und für Kohle und so einen Scheiß, sondern vor allem auch für Eisen. So schaut's aus. Jetzt, weißt du, was mein innerer Monk auch sagt? Die scheiß Stromleitung soll nicht mitten da durchgehen, sondern da außen. So, mein innerer Monk sagt das, dann machen wir das auch so. Dann machen wir jetzt so. So. Oh. Dann machen wir so. Das ist die Hälfte jetzt nicht. Da müssen wir jetzt durch. Es hilft uns alles nichts. Oh. Verbaut. Und die anderen reißen wir alle wieder ab. Dann aber gleich komplett am Förderband entlang. Bin schon dabei. Tu dich nicht runter. Ich möchte bloß den Strom nicht abreißen lassen. So. Da bauen wir alles ab. Übrigens mit dem Rechtsklick drauf, halten, baut Sachen wieder ab und dann wandern die automatisch wieder ins Inventar. So, da sind wir. Ja, da fällt jetzt kurz unsere Kupferproduktion aus, aber das ist egal. Wir kommen da von der linken Seite dann wieder rein. Alles gut. Alles gut, meine sehr geehrten Damen und Herren. So. Bin unschlüssig, ob das so gut ist, aber das sehen wir dann schon.
So. Wieso ist da so stockfinster? Ich krieg einen Vogel. Alter. Was haben wir noch? Sicher, dass du der Factorio antun willst, das artet ganz schnell ganz böse aus. Spreche aus Erfahrung. Herr der Highway 95. Ich weiß, und genau deswegen der wir es uns an. Letztes Jahr war es Transport Fever 2, dieses Jahr wird es Factorio. So sieht's nun mal aus. Wir brauchen mehrere Eisenplatten. Das ist alles, was ich weiß. Jetzt tust du mir ein Eisenplatten her, tu mir das Ding weg. Eisenplatten. So, elektrischer Erzförderer. Baust du mir gleich 5. Jetzt bauen wir uns eine richtig ordentliche Eisenplattenproduktion. So schaut's aus. Eisenplatten außer. Herr Odin, Elden Ring fertig. Für mich fürs erste Jahr. Bei Elden Ring ist bei mir so ein bisschen die Luft raus. Keine Ahnung. Habe ich momentan einfach ganz massiv keinen Bock drauf. Sag ich dir, wie es ist. So, währenddessen da unten unsere 5 Erzförderer produzieren, bauen wir mir ein paar Steine ab. Weil warum nicht? Der Matzi schreibt, einen fetten Dere, auch wenn ich zu spät bin. Aber ich hab die gesehen. Der Winky schreibt, merci jetzt Marcel Hollen. Weiß ich nicht, was der geschrieben hat. Sehe ich leider nicht mehr. Was? Luft nix? Luft weg? Was für Luft? Was für Luft, Alter? Was für Luft? So, passt. Dann reißen wir den ganzen Scheiß ab da. Und dann fangen wir an, eine erste halbwegs brauchbare Eisenfördermaschine zum Bauen. Da jetzt so da den da anfangen, da so, so und so. Und so. Und so. So, gleich mal 4 hingeschissen. Damit gleich wissen, wo wir wohnen. So, das Ganze führen wir da so aus. Ne? Ja. Sehr schön. Und dann holen wir unseren Strom runter. Strom? Hallo? Strom? Die Frage ist jetzt, wie wir das bestromen. Einmal so. Da kommt man nämlich nicht um, gell? Wie der man diese zusammenblädern? Ja, bisher in die Zukunft geplant. Da kommen noch viel mehr so Erzförderer hin. Noch viel mehr. So, passt. So, die haben schon dabei. Schaut euch das an. Die fangen schon das Produzieren an. Wichtig zum Wissen, kleines Detail für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Das sage ich jetzt immer und immer wieder dazu. Ja? Ich muss jetzt, dass ihr das, die anderen das wisst, das ist mir auch klar. So ein Förderbandel hat 2 Seiten. Ja? Der linke und der rechte, so wie man da sieht man es schön. Da kommt auf der oberen Hälfte kommt der Teil an und auf der unteren Hälfte kommt der Teil an. Und da sieht man schon, die unteren 2 schirmen quasi das Eisenerz auf die untere Hälfte und die oberen auf die obere. Ist für später dann mal wichtig, wenn man Dinge mischt. Und. So, und was tun wir jetzt mit dem Eisenerz? Wir brauchen mal eine Produktion von, wie soll ich sagen, von Schmelzöfen, die das automatisch in Eisenplatten schmilzt. So. Und da wird es jetzt dann ein bisschen blöd, weil ich nicht mehr weiß, es gibt später bessere Schmelzöfen. Der eine, der ist mit Kohle betrieben, wir brauchen schnellstmöglich, einen Schmelzofen, der mit Strom läuft, damit ich da keine Kohle nicht einstecken muss. Die Frage ist, bauen wir mir da jetzt so, dass wir da Kohle einstecken automatisch oder stecken wir es von Hand ein? Und nächste Frage, wie viel Platz muss ich dazwischen lassen, dass ich später die fetten Öfen da reinkriege? Ich glaube so viel. Der Killer Pro schreibt, es dauert ewig. War ein langer Weg bis zu den elektrischen Öfen, oder? Ein sehr langer Weg. Ja, dann müssen wir es dabei auch so bauen. Hilft nicht? Dann machen wir es so. Oder wir machen es ganz schlau und produzieren wir ein Bandel, wo eine Hälfte Kohle ist und die andere Hälfte Eisen. Ja, das tun wir. Das gefällt mir. Ob das so viel unfassbar viel Sinn macht, jetzt weiß ich nicht. Das ist mir jetzt aber auch Schwurbelschwanz egal. Geht das überhaupt? Müssen wir probieren, ob das überhaupt funktioniert. So. Und zwar, wir bauen Greifarm. Das probieren wir jetzt mal mit 2 so Dingen aus.
So, der Plan ist folgender. Ich möchte natürlich haben. Jetzt haben wir da mal so ein Stromding her. Kriegen wir die beide unter Strom? Nö. Dann machen wir es so. Oh. Na, dass wir da immer flächendeckend schönen Strom haben. Gehen wir da von oben runter gehen. Die Musik ist so finster. Seit wann ist denn die Musik so finster? Okay. Hoppala, das wollte ich nicht. Jetzt brauchen wir ein Stück Kohle. Das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Doch, wird's schon. Jetzt pass auf. Absoluter Trick. Du siehst, die Kohle da, die steckt. Oder die steckt. Da geht's halt einfach nicht weiter. Das ist quasi umsonst. Verbraucht das Ding dann eigentlich ja Strom? Ja, 90 Kilowatt, obwohl es nichts produziert. Da bauen wir jetzt einen Zwischenspeicher ein. Blub. Und zwei Eisenkisten. Machen wir so, machen wir so. Dann machen wir einen Greifarm. Blub, 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 blub. Übergangsweise. Ja, damit man schöner sagt, der da her. So, jetzt passiert Folgendes. Die Greifarme, der legt jetzt das auf die rechte Seite. Wieso? Der legt denn das jetzt auf die rechte Seite? Du Zipfe Adam! Gefällt mir nicht. Was ist mir dann gleich denn? Was ist mir das Ding hier? Machen wir so. Müssen wir gleich mal wissen, was geschlungen? Nein, machen wir nicht. Machen wir so. Machen wir so. So, mehr Kohle außer Scheißen. Mehr Kohle außer Scheißen, weil rechts Platz ist. Das kann vielleicht tatsächlich sein, Sprengi. Schon gewusst, in Deutschland gilt man als arm, wenn man aus einer Schulter wächst. Was? Okay. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es schon, aber was? So, der Plan ist auf alle Fälle folgender. Das wird jetzt da wieder auf der rechten Seite mit der Coin. Früher oder später kommt sowieso Coin von links und von rechts, weil ich da oben und unten so viel Kohleproduzenten drauf baue, dass es wurscht ist. Aber mir zwackt man da ja von dem Strom an Kohle immer wieder ein Stückerl ab. Das heißt, ich hätte jetzt halt gern ganz einfach Folgendes. Das ist nur übergangsweise, später werden wir uns das aufhören. Wir produzieren ein absolutes Chaos. Das ist mir jetzt aber scheißegal. Wir brauchen mehr Förderbandel. So, wir Förderbandel bauen. Passt. Und jetzt ist der Plan dann folgender. Achtung. Machen wir jetzt das so. Sechs, was passiert? Jetzt schiebt quasi das rechte Bandel. Warum sag ich so oft quasi? Hör auf quasi zum Sagen, Kruzifix! Jetzt schiebt auf der rechten Seite das Eisenerz her und von oben, pass auf, dann merkst du gleich, was ich meine. Von da soll jetzt Kohle kommen. Dann ist quasi auf dem. Ich will jetzt so einmal quasi sagen! Ich kann meine Memes leider nicht mehr einschalten. Ich weiß, da ist irgendwas broken. Uzi! Tunnel 90. Am Ende Förderbahn nimmt nur die eine Seite Kurve bauen bei. Was? Tunnel 90 Grad. Am Ende Förderbahn nimmt nur die eine Seite Kurve bauen beim Band. Doppelpunkt, gerades Stück bauen. Maustaste gedrückt halten, zur Seite gehen und einmal R drücken. Uzi, los mich einfach. Los mich! Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Los mich! Der Nopinator schreibt, das muss alles passen. Bier nach 1,5 Stunden. Das gibt ein komplettes Chaos, aber wurscht. Ruhe ist. Fix lecken. So. Das ist. Ob das jetzt funktioniert, mein Plan da oder nicht, das werden wir jetzt ziemlich schnell herausfinden. So. Achtung, jetzt kommen die Kohlen. Achtung, jetzt kommen die Kohlen. Und was mich jetzt interessieren hat, ist, ob die gelben Dinger von beiden Seiten, also von oben und von unten, Objekte aufnehmen und den Ofen damit fordern. Ja! Okay, sie nehmen Kohlen. Aber nehmen sie auch Eisenerz. Ja, nehmen sie auch! Easy! Schau dir so, unsere erste Produktion. Da bist du deppert. Ja, bist denn du deppert oder was? Bist denn du deppert? Zauberhaft, das ist wunderschön.
Es ist wunderschön. Uzi übrigens, mehr ist wieder neu. Aber was mir jetzt nicht gefällt ist, dass wir so weit oben sind. Ich hätte nämlich gern so ein Doppel-Ding. Wie erkläre ich das jetzt? Sorry, nochmal. Nein, das ist. Nein. Also, es gibt ein komplettes Chaos, aber kein komplett Chaos. Und zwar, wo fangen wir damit an? Wir fangen da schon. So. Lassen wir halt einmal so viel Platz da, die Vorstellung. So und so. Ja. Wir fordern da eine. Aha. Futter. Wir brauchen viel mehr Steinöfen. Ich sag das, was ist. Wir brauchen viel mehr Schmelzöfen. Viel mehr. Kann man statt Kohlen auch Barne fördern? Was für Barne? Ein Oger seine Barne nicht. Kohle kommt, Hashtag keine Wichser. Alles passt. Zum Nachvollziehen für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Da kommt jetzt Kohle und Eisenerz. Unsere Schmelzöfen brauchen als Input Kohle und Eisenerz und produzieren damit automatisch Eisenplatten. Verstehen Sie? Es ist eigentlich dann nicht recht schwierig zum Verstehen. Aber that's the game. Und das ist nur die absolutäre Spitze des Eisbergs. Was da. Vielleicht kriegen wir noch so ein Doppel. Es ist schon wieder halbe Zähne gefickt, ich dachte. Okay. Wir brauchen mehr Eisenplatten! Mehr Eisenplatten, mehr gut! Ich glaube, so viel Kohle brauchen wir nicht. Ah, stopp. Falschen abgerüsten. Nehmen wir den mit. Was braucht man noch? Was ist denn jetzt eigentlich so, wie soll ich sagen, was mir da auch jetzt überhaupt nicht gefällt, ist, dass das kreuz und quer sauschief da mittendrin einfach da steht und da mitten kreuz und quer durch die Pampa durchgeht. Nein, gefällt mir nicht. Was wir mir jetzt da tun, bauen wir da ein Förderband lassen, bam, bis ganz da hinten. Und dann bauen wir da 3 Greifarme her. Dann verbinden wir die wieder mit dem Strom ein wenig. Sauber schön ins Stromnetz. Schau her, was tun die jetzt? Die backen jetzt die Eisenplatten und werfen die Eisenplatten schön auf das Förderband da oben auf. Und wunderschön. Gibt es da keine unterirdische Stromleitung? Spreng über die habe ich mich auch schon oft aufgeregt. Leider nicht. Nicht im Vanilla. Vielleicht gibt es sowas mit Mods oder so, aber keine Ahnung. Beim Eisenerz hängt das untere Förderbandel. Was, wo? Also das für, ja, das stimmt, weil wir einfach zu viel Produktion haben. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich so viel so Steinöfen daher hinten hinbauen, damit dieses Förderband immer durchläuft, immer und nie stehen bleibt. Und genau das werden wir jetzt da tun. Da und da. Dann bauen wir da wieder einen Förderer her, da bauen wir einen Förderer her und dann bauen wir da einen Strom her, damit sich das Ding aerieren kann. Dann brauchen wir da ein Förderband. Bandförderer. Oh, der kommt wieder nicht so weit, müssen wir ein paar bauen. Lasst mal ein paar Bandförderer und da geht schon der nächste los. Dann geht da der nächste los und dann geht da der nächste los. Aber irgendwann ist halt das mit den Eisendinger da auch voll. Und ich weiß nicht, wie weit dass man da Vierer bauen kann, aber ungefähr bis da. Kommen wir noch mehr, brauchen wir Steine und weiter geht's. Und weiter und immer weiter. Du hast in dem Spiel immer was zum tun. Das wird immer mehr und immer krasser. Dann gelangt da irgendwann die Eisenproduktion nicht mehr. Dann gelangt da das nicht mehr. Dann gelangt da das nicht mehr. Dann muss da die Produktion wieder ausbauen. Und. Brauchen wir ein paar Steine. Ein paar Steinteile, die müssen wir uns mit den Bratzen anbauen. So weit sind wir noch nicht. Der letzte Ofen läuft nicht. Welcher letzte Ofen läuft nicht? Ja, weiß ich. Hat einen Grund, weil da noch kein. Wir haben meine Förderbänder ausgegangen, da unten. Und jetzt habe ich wieder 20 nachgebaut. Und wenn wir den jetzt herbauen, so, dann fängt das aber als Futter noch, Kohlen eingesteckt und fängt schon zum Brennen an. Nice. Nice Scheiße. So schaut's aus. So, dann da ich fast vorschlagen.
damit das nicht stehen bleiben muss, bauen wir jetzt da Kisten her, die dabei. Machen wir so. So, das muss jetzt aber genau anschließen, damit das einigermaßen gleich bleibt da. So. Damit da hinten, siehst du das, der nimmt die Eisenplatten oben und tut es in eine Eisenkisten rein, damit wir so viele Eisenplatten haben, wie es noch gerade irgendwie geht. Und die da nicht stehen bleiben. Das ist ja ein Wahnsinn da. Da wirst du deppert. Und da sehen wir schon hier, die unteren zwei Förderer, deren nix. Okay. Brauchen wir noch mehr Öfen. Kinder, das hilft uns alles nichts, brauchen wir noch mehr Öfen. Mehr Eisenplatten ist mehr gut. Lasst euch niemals was anderes erzählen. Jetzt brauchen wir wieder sichere Dinge. Die gelben Greifarme müssten wir bauen. Und so weiter und so weiter. Das Ding ist halt jetzt, ich hätte gerne eine Maschine, die mir zum Beispiel automatisch sichere gelben Greifarme baut. Oder automatisch gelbe Förderbänder baut. Dass ich bloß noch hingehe brauche an so einer Holzkisten, nimm mir 600 sichere Förderbandel raus und muss nicht einfach, wie soll ich sagen, muss nicht einfach alles selber bauen im Inventar. So wie ich es jetzt noch tue. Das ist so also ein bisschen das Ziel des Spiels. Also eine Automatisierung zu erzielen. So, noch mit 2 Even dran. Jetzt können wir einmal auf das Produktionschart schauen. Machen wir mal so die letzten 10 Minuten und nehmen wir mal nur Eisenplatten. Momentan produzieren wir 44,945. Und es geht jetzt natürlich, wenn das eine Statistik der letzten 10 Minuten ist, nehmen wir mal die eine Minute. Haben wir bei 105 pro Minute. Und momentan steigt es sogar noch ein bisschen, wenn ich das da so sehe. Da herum haben wir irgendwo da Eisenplatte 110 Stück pro Minute. Und später hast du halt Maschinen, die diese Eisenplatten weiterverarbeiten, automatisch. Und dann sagst du halt, okay, du hast einen Verbrauch von 910, aber bloß eine Produktion von 110. Das heißt, nicht so gut. So, unser armer gelber kleiner Greifarm. Der arme kleine gelbe Greifarm, der muss so viele Eisenplatten sammeln. Schauen wir mal, wann er kaputt geht. Können nicht kaputt gehen. Übrigens. Der little Greifarm that could. Vorher habe ich irgendwo gelesen, warum gibt es denn eigentlich nur Greifarme und keine Greifbeine? Das verstehe ich nicht. Jetzt kommt das Eisenplattenförderband nicht hinterher. Doch. Also ja, der eine kleine Greifarm kommt leider nicht hinterher. Das ist so ein bisschen das Problem. Weißt du, was wir da tun? Ist nur provisorisch. Der zeichnet oben, ist nur provisorisch. Theoretisch brauchen wir ja genauso viel gelbe Greifarme am Ende wie am Anfang, damit es zeitlich einigermaßen vonstatten gehen kann. Da. So, schnell hinbauen, 3 Eisenkisten, 3 Greifarme, die hinten abziehen. Jetzt schauen wir mal. Da fangen sie an am Förderbandel sie aufzustecken. Ja, wandert schon bei der 4er. Wandert doch nicht bei der 4er. Warum wandert es nicht bei der 4er? Ja, weil da so viele Eisenplatten drin sind. Was haben wir jetzt da mit denen? Kann ich das? Die laden wir jetzt einmal alle aus. So schaut's aus. Und die da hinten so in Eirahmen begeht. Zataru schreibt, jetzt denke ich morgen die ganze Streife über nach, weshalb es keine Greifbeine gibt. Vielen Dank aus Rexburg. Ja? Who knows, Alter? Ja, ich wünsche viel Spaß beim drüber nachdenken. Sind das die BIM-Ford 6100 Greifarme, weil es nicht kaputt gingen? Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie aber auch von Black & Decker oder die von Duracell. Die laufen auch lang. Ja? Du musst dir vorstellen, der Greifarm ist ganz nett, aber er wird bedient vom Duracell-Häschen. Unter der Erde so. Und es macht den ganzen Tag nichts anderes wie so. Und es greift, und es greift, und es greift, und es greift, und es greift. Für alle Ewigkeit. Dachte von Einhell. Brudi, wenn das Einhell-Greifarme warten, dann warten sie jetzt kaputt. Da, ich präsentiere der Einhell-Greifarm. Einhell-Greifarm funktioniert genau so. Ich leg da was drauf, das mache ich 2 Mal, bumm, bin kaputt. Spiel beendet. Tschüss dann. Greifarm
von Einhell. So. Oh, schau hier, unsere 3 Greifarme sind schneller bei unseren Dingen. Jetzt arbeiten wieder alle Förderbantel. Da schaut es auch gut aus. Der Eiseninput kommt auch nach. Also da staut sich nichts mehr oder nicht mehr so viel. Das schaut doch ganz gut aus. Und es wird weit mehr Eisenerz verbraucht, natürlich als Kohle. Das heißt, da gelangt die eine Spur gelangt überall hin. Hoppala, hat es mir Kuppel ausgedroschen. Hauptsache, wir haben einmal eine anständige Eisenplattenproduktion. Das ist schon mal ein ganz wundervolles Fundament. Jetzt sind wir schon bei 130 Stück pro Minute schon hin, wenn da alle durchgängig arbeiten. 130 kann man lassen, wunderschön. Was brauchen wir als nächstes? Was ist denn eigentlich so die erste Etappe an Ziel? Das sind ja nicht alle Objekte, die man bauen kann. Die Dampfmaschine und ein paar so Arme und Dinge. Das muss ja alles noch besser gehen und noch schneller gehen und überhaupt und sowieso. Dafür gibt es dieses rote Ding da. Wissenschaftspaket für Automatisierung. Warum das ausschaut wie ein HealthPod, das weiß ich nicht, aber das ist halt jetzt oder so. Das ist einfach ein wissenschaftliches Reagenzglas. Mr. MRC, die habe ich übersehen. 10 Cent mehr wegen Inflation. 360. Mach am Ende vom Stream öfter den Tech-Tree mal auf und zeigst, was du alles brauchst, um bis zum Ende zu kommen. Damit man sieht, wie komplex das Ganze am Ende wird. Hashtag 350, sag ich 360, Alter. Machen wir am Schluss. Wir spielen, außer, wenn es euch, mal an alle Leute, die da sind, vor allem die auf YouTube, auf Twitch sehe ich es ja nicht, im Nachhinein. Wenn es euch gefällt, auch die Leute, die sich den Stream im Nachhinein anschauen, let me know. Ich hab das Gefühl, das Spiel ist das gleiche Suchtel-Scheiß-Spiel wie Transport Fever, aber wenn nicht sogar noch schlimmer, weil es viel komplexer ist als, gut, die zwei Sachen miteinander vergleichen. Smash the Like-Button! Wer nicht liked, schlägt mein rostiges Zahnrad. So schaut's aus. Joke Brother, haben Greifbeine dann... Joke Brother, du stellst die wirklich wichtigen Fragen. Und wenn es Greifbeine gibt, haben die dann Knierscheiben? Schade. Meine Mimis gingen nicht mehr. Das ist traurig. Warte mal. Alles klar. Wenn ich dann von Hand drauf drücke, dann kommen alle gleichzeitig. Nice! Ja, gut. Smash the Like-Button, wenn es euch taugt. So schaut's aus. Dankeschön, Dankeschön und Dankeschön. Hab schon vor dem Stream geliked, ich schläg gar nichts. Herr Flugbiss und Appa, dann darfst du aussuchen, was die Leute schlecken sollen, die nicht auf den Like smashen. Was brauchen wir? Da waren wir. So, Wissenschaftspaket für Automatisierung, Bauplan. Wir machen das jetzt ganz professorisch, weil sonst so weit kommen sonst halt nicht mehr. Was braucht man dafür? Kupferplatten und Eisenzahnradl. Und die müssen wir, wo ist das Ding? Da herunten. Das ist das Labor. Ein Labor, da bauen wir jetzt einfach mal schnell eins. Wir produzieren zuerst eins und dann bauen wir eins. Und das ist quasi unsere Forschungszentrale, weil wir wollen uns neue Module freischalten, die bessere Sachen kennen. Also die ganz anderen Sachen kennen. Da gibt es Förderbantel, die sind schneller, die sind doppelt so schnell, dreimal so schnell, bessere Greifarme, bessere Kisten, bessere Erzförderer. Also alles in besser und in fortgeschrittener und ein paar neue Mechaniken und so weiter. Das Ding, das platziere ich jetzt einfach mal irgendwo in der Pampa, weil es jetzt vorerst einmal noch wurscht ist. Machen wir es links außen oder machen wir es da, ist wurscht, damit es einen Strom hat. So, das ist unsere Forschungszentrale. Schaut ein bisschen aus wie, weiß es auch nicht. Wie schaut denn das aus? An was erinnert mich das? An was erinnert mich das? Ich weiß es nicht. Drück mal Alt, dann siehst du, was in die ganzen Gebäude drin ist, beziehungsweise... Oh, ich habe vorher aus Versehen, Alt-Tab ausgetappt, dann habe ich es ausgeschaltet. Ja, ich weiß, den Tipp hat mir vorher schon jemand gegeben. Ich aktiviere das auch wieder herunten per Tastendruck. Ich habe nicht gewusst, da steht sogar Alt drauf. Habe ich nicht mehr auswendig gewusst, dass das mit Alt aktivierbar ist. So, jetzt zur Erklärung. In dieses Ding. Es ist keine Forschung aktiv. Wie das geht, schauen wir uns gleich an. Aber diese Forschungsstation, eine, muss man fordern mit dem HealthPod, mit dem Ausdauerpod, mit dem Shadow Damage Resi, mit Magie Resi, mit Epic Resi, mit Holy Resi
und mit Milch. Mit einem sauren Glas Milch füllen. Und jetzt davon ist, das Rote ist das erste, was wir produzieren können aktuell. Was wir dafür brauchen, haben wir gerade gesehen. Und dann müssen wir dieses Teil mit dem roten Healthpot befüllen, um die Forschung voranzutreiben. So, jetzt bauen wir so ein Ding mal von Hand. Wir können gerade 44 Stück davon bauen. Die braucht noch nicht viel, braucht ein Kupferplatten und ein Eisenzahnradl. Baut sich bei uns im Inventar alles von selbst. Seht man links unten übrigens, da bei meinem Mauszeiger, und dauert aber ein bisschen. Dann siehst du schon, der dauert schon ein bisschen länger. Und ich stelle mir nicht mein Lebtag lang daher und baue einen Healthpot, den ich dann in das Labor da rein. Das muss alles automatisch gehen. Ja? Wo haben wir? Haben jetzt mal ein paar fertig und den stecken wir jetzt da rein. Blub. So. Jetzt zeigt man auch, was drin ist. Ja, das ist diese Anzeige. Und jetzt gehen wir forschen. Müsste da herum sein. Tipps und Tricks, Bonusse, Blaupausen. Wo ist denn? Wo ist Forschung? Wo ist Forschung? Forschung wo? Drücke T, um zu forschen. Birger, lese dann, du Depp. T. Oh! Und ohne, dass ich da jetzt durchklicke überhaupt. Ohne, dass ich da jetzt überhaupt durchklicke, soll ja dann jeden sofort auffallen, so, oh. Okay. Es gibt sehr viele Dinge zu erforschen. Das ist jetzt einmal so ein grundlegender, nehmen wir mal Tech-Tree-Automatisierung. Schlüsseltechnologie für die automatisierte Massenproduktion. Das erste, was wir da haben, ist. Was haben wir da? Was ist denn das? Das ist quasi das Grundding überhaupt freischalten. Gabe, glaube ich, ist aber schon freigeschaltet, wenn mich nicht alles irrscht oder täuscht oder muss ich. Habe ich jetzt Alter, über ein neues Wort erfunden. Irrscht. Ist eine Mischung zwischen Teischen und Irren. Oh, da Mann, habe ich mich geirrscht. Habe ich die Ehre. Was ist denn mit dem Greenscreen da hinten, Alter? Kruzifix, das muss ich dann wirklich am Boden festtackern. Kruzifix nochmal. Da hinten über meinen Handfall. Mach zu jetzt da! So. So. Eins nach dem anderen. Also Gabe kann ich erforschen. Ich bin quasi mit meiner Tech-Stufe im Tech-Tree so weit, dass ich die gelben Sachen da links erforschen kann. Und dann gibt es für jedes einzelne Teil da Waffen, Förderbandel, was ist das alles? Was ist das? Stahlverarbeitung und. Diesen Tech-Tree da rechts, dort. Wir fangen jetzt einfach mal oben an. Wir nehmen das absolute Grundteil Automatisierung. Was kriegen wir draus? Eine Montagemaschine Level 1 oder Tier 1, wie man immer das machen wollen. Das baut automatisch aus 2 Komponenten eine Tech-2-Komponente. Also zum Beispiel was brauchen wir für unser Rotsaftal? Ja, baut zum Beispiel aus Kupferplatten und Zahnrädern automatisch unser Rotsaftal. Das können wir da wieder rausnehmen und futtert man damit automatisch unsere Forschungsmaschine, die wir gerade gebaut haben. Also das Ding da, das mit dem roten Flaschel. Das heißt, da fahren die ganze Zeit die roten Healthpots rein und im Hintergrund kannst du die ganze Zeit forschen. Okay? So. Es hört sich viel komplizierter an, wie es ist, ganz ehrlich. Deswegen fangen wir auch ganz unten an. Wir erforschen jetzt einmal das Ding. Ja, simple as fuck. Steht dort, wie lange das dauert. Da muss unsere Forschungsstation 10 Healthpots verarbeiten. Dann werden uns ein langer Greifarm Bauplan zur Verfügung gestellt. Also dann haben wir unsere Gelben, die können über ein Fädel gelangen und das auf über ein Fädel weiter transportieren und die roten Dinger können über 2 Fädel gelangen und das 2 Fädel weiter irgendwo hinlegen. Das erforschen wir jetzt einfach mal. Forschung starten, Automatisierung 0%, los geht's. Das ist der Sound, den der Faktorist hören möchte. Das Knacksen vom Strom.
I like. Da wird geforscht. Wolfrack, was tust du denn schon? Stop, bitte, Herz mit den fetten Beträgen auf. Bitte. Werden wir das neue God of War suchten, wenn es da ist? Nein, weil ich mir dafür keine extra Playstation kaufe. Wie sieht's aus mit diesem Zockertreffen, um zusammen zu zocken? Jetzt, wo es gelockert wird, machen wir das noch? Nicht dieses Jahr. Ach ja, wer nicht liked, Schleckenbürger sei Eisenspiel. Also, zum ersten God of War werden wir wahrscheinlich nicht im Stream sehen. Erstens, weil das letzte God of War noch nicht so lange her ist. Und um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, erwartet uns das gleiche Spiel. Habe ich so, ich habe noch nichts gesehen, was irgendwie super neu war in Ragnarök. Ja, Story war mit Sicherheit geil. Bin ich mir sicher, dass die gut ist. Aber mir stickt es jetzt halt nicht so, wie dass ich mir extra eine Playstation dafür kaufe. Und LAN habe ich ja schon vor langer Zeit abgesagt, weil eben nicht vorhersehbar war, wie das Thema Corona sich entwickelt. Ja, wir hätten es laufen lassen können, ich habe schon alles reserviert gehabt und so weiter, aber ich muss mich halt irgendwann entscheiden und sagen, ja, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Und das habe ich halt im Januar schon sagen müssen und da keiner gewusst hat, was über den Sommer passiert, habe ich dann gesagt, ja gut, dann hilft es nicht, bevor ich das Risiko eingehe, dass ich 5 Minuten vorher absagen muss oder dann irgendwelche Tests oder so ein Scheiß kommt, sage ich es lieber ab. Ist aber auch schon vorreserviert für nächstes Jahr. Ich werde sehr genau beobachten, wie im Juni, Juli, August rum sie die Corona-Regeln verhalten. Ich schätze mal sehr, dass es dann nächstes Jahr ähnlich sein wird. Und ich werde auch nochmal mit der Stadt telefonieren und fragen, ja, wie schaut es denn aus? Wie wären denn die Regeln jetzt? So und so, darf das passen? Wenn ja, reserviere den Termin nächstes Jahr. Los geht's. Es tut mir auch leid, ich habe sehr viel Zeit investiert vorab in diese LAN-Party mit Plänen und mit Leid und völliger Irrsinn eigentlich und muss dann leider absagen, aber gut. So, unsere Forschung ist bei 39% einfach stehen geblieben. Warum? Weil wir mir unsere Help-Pots da reinschirmen müssen. Momentan noch von Hand. Das Ziel des Spiels ist natürlich, dass das automatisch geht. Und dann siehst du schon, du brauchst später nicht bloß das rote Zeug da, sondern dann das grüne, das wird schon aus 3 Sachen zusammengebaut. Dann brauchst du das schwarze Zeug, das wird aus 4 Sachen zusammengebaut und immer so weiter und immer so weiter und es wird halt immer komplexer und komplexer und komplexer. Verstehst? Das ist so, es hört nie auf, du wirst nie so richtig fertig und du kannst so viele Stunden in dieses Spiel pflastern, dass dir die Kotze hochkommt. Sprichwörtlich die Kotze hochkommt. Wir bereiten, also das werden wir heute nicht mehr schaffen, dass wir eine Healthpod-Produktion da an den Start bringen. Aber was wir auf alle Fälle schaffen werden, ist, dass wir vielleicht noch ein bisschen eine Kupferproduktion an den Start kriegen. Das heißt, wir brauchen da haben wir noch einen Kupfersepp. Das nehmen wir mit. Und dann machen wir da nämlich genau das gleiche Spielchen. Das ist der schönste Ton im ganzen Spiel. Blum, blum, blum. Wir haben eine Forschung fertig gebracht. Automatisierung abgeschlossen. Bam. Jetzt haben wir was freigeschaltet. Und zwar diese Assembly Machine. Oh, wird sogar angezeigt. Da schon her. Der lange Greifarm. Für den brauchst du Eisenplatten, ein Eisenzahnrad und einen gelben Greifarm. Wohlgemerkt, in deinem Inventar baut er das immer automatisch. Aber du kannst den auch in Maschinen produzieren. Ich kann euch das auch einmal demonstrieren, wie das funktioniert. Das ist vielleicht noch ein bisschen interessanter als jetzt da das da hier unten einfach zum Kopieren. Und zwar, das muss jetzt auch keinen Schönheitspreis nicht gewinnen, aber egal. Jetzt nehmen wir mal diese Assembly Machine. Das ist also eine Grundmechanik von dem Spiel. Das ist quasi das scheiß quasi halt. Ich muss noch mal was trinken, vielleicht sage ich es dann weniger. Um Gottes Willen. Montagemaschine 1. Die nehmen wir jetzt mal. Produzieren wir eine. Alter, produzier mich nicht. Mach das Kupfer jetzt aus deinem Inventar raus. Der Killer Pro, das machen wir dann schon raus. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe da pfundweise Kupfererz dabei. Drauf geschissen, das der wir später wieder da hingehört. Wir haben eine Montagemaschine. Die nehmen wir. Die ist ein bisschen größer. Die wir jetzt da mal die braucht einen Strom. Die platzieren wir auch da neben den Strom. Blubbeldiblub. Dann klickt man da drauf. Und dann kannst du dieser Montagemaschine sagen, was sie produzieren soll. In unserem Fall
brauchen wir mir am Anfang jetzt einfach mal Zahnradl. Mach einfach Zahnradl. Blub. Sagen wir da, Bauplan ändern, brauchen wir nicht. Und das heißt, wir müssen mal einführen. Eine Eisenplatte. Und damit das automatisch funktioniert, bauen wir uns jetzt da mal so einen. Bauen wir uns einen so einen roten Greifarm, bauen wir uns auch. Schau, Fleck! Bussi aufs Nussi, merci dir! Ich bin auch da, was hab ich verpasst? Hashtag Games, Hashtag Zero Death! Auf alle Fälle Zero Deep Fight. Sie haben einiges verpasst. Wir spielen uns der besten Spiele, die jemals gemacht worden sind. Ob dir das jetzt klappt oder nicht, ist mir scheißegal. So. Wir haben einen roten Greifarm. Den nehmen wir jetzt da. Den haben wir da unten rein. Hoppala, das wollte ich nicht. Und dann siehst du schon, da ist der gelbe Strich und der gelbe Pfeil ein bisschen weiter auseinander. Das heißt, wenn ich das jetzt da her tue, das Ding, dann gelangt der den gelben Greifarm ab und schiebt ihn in das Ding. Das ist natürlich nichts. Deswegen reißen wir das nochmal ab, stellen wir den einen weiter her. Siehst du das? Der legt das quasi uns weiter. Was uns unfassbar viele Möglichkeiten eröffnet. Das machen wir einfach so. Das ist totaler Schwachsinn. Der haben wir natürlich weg wieder. Einfach bloß, dass man nochmal schnell gesehen hat. Dann Assembly Machine. Wo ist die Assembly Machine? Da ist es. Machen wir so. Zahnradl. Und schon fangen da. Oh, das Ding braucht sogar 2 Stahlplatten. Schau dir das an. Und damit das Klump da nicht stecken bleibt, der muss da weiter, oder? In die Kisten rein. Und sammelt man da Zahnradl. That's the game, ladies and gents. Weiter geht's. Tja, was ist jetzt der nächste logische Schritt eigentlich? Wir brauchen mehr Eisenplatten und wir brauchen eine Kupferproduktion. So schaut's aus. Dazu bauen wir als erstes einmal 5 elektrische Erzförderer. Sehr schön. Währenddessen bauen wir ein bisschen Stor ab. Vielleicht sollte man den Typen, den lässt man Storner da in Kisten einbauen, damit nichts passiert. Das Förderbandel, der machen wir auch so weit, weil warum nicht? Stabil. Ups, das war an Firefighter gerichtet. Was rätseln ihr da schon wieder? Kann man auch im Nachhinein den Schwierigkeitsgrad mit den Viecher ändern, wenn du zum Beispiel mehr Verteidigung hast? Herr Klotter, das ist eine gute Frage. Kann ihm das jemand beantworten? Kann man im Nachhinein den Schwierigkeitsgrad mit den Viecher noch ändern, wenn man ein Spiel schon gestartet hat? Der Greifarm schaufelt nur aus einer Kiste aus. Da unten, ja, das weiß ich. Das klang aber dabei. Wir müssen ja nicht alle unsere Eisenplatten für die Zahne. Das da unten ist nur provisorisch. Der Bayern Taylor schreibt, nein, kann man übrigens nicht. Ich hoffe, das hat geholfen. Und ich hoffe, wir haben beim Schaffleck bedankt. Bussi aufs Nussi, danke dir. Wo haben wir stehen bleiben? Da unten brauchen wir Storner, dann bauen wir da einmal ein paar Hochöfen. Wir können mal so ein Blaupausen-Ding ausprobieren. Und zwar, jetzt mir Kaff. Du musst das da nicht jetzt mehr einzeln bauen, weil du sagst ja, das ist ziemlich, das wiederholt sich ziemlich. Ja, du baust da immer das Gleiche und das nervt irgendwann. Es gibt so Blaupausen, also Blueprints. Ich weiß bloß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das geht. Muss man da erst was erforschen oder wie ist denn das gleich wieder gegangen? Wie ist das gleich wieder gegangen? Man hat da einen bestimmten. Muss man da erst was forschen? Der Simon schreibt, man kann es schon ändern, aber nur mit Commands. Ja gut, das weiß ich natürlich nicht. Am besten googelt mal danach, was bei deinem rechten Arm flackert. Was meinst du das da? Das ist quasi ein echtes mein linker. Ich habe mir ein Spiegel verkehrt drin. Was ist da? Was flackert da? Ist das Tischkanten oder was ist denn das da? Ich check überhaupt nichts. Das ist komisch. Was ist da komisch? Schnee, was ist da? Was ist da? Da ist irgendwas komisch. Das soll ja aufhören. Ist jetzt besser?
ist irgendwas komisch, gell? Irgendwie, ich weiß nicht, was ich umgestellt habe. Quasi schon wieder, Kruzifix. Birger castet, was du ich casten? Wir hauen das mit den Blaupausen, gell? Blaupause ist, wenn man sie 5 halbe in der Pause einschüttet. Ihr Affen. Ihr Affen! Gut, das mit den Blueprints kriege ich bis zum nächsten Mal, finde ich das aus. Der zeichnet oben, finde ich bis zum nächsten Mal aus. Jetzt bauen wir noch von Hand. Dann bauen wir ein paar Laufbandel. Was brauchen wir da dazu? Ja, wir brauchen Kupfer. Wir brauchen dringend eine Kupferproduktion, Kinder. Kupferplattenproduktion. Dann machen wir jetzt genau das gleiche. Dann fangen wir da herunten. Pass auf. Laufen wir auf, oder? Na, da fangen wir genau so an. Wie bei dem anderen. Aber ganz genau so, Kinder. Da kommt das Kupferding. Müssen wir eigentlich auch die Kohle wieder trennen. Da brauchen wir auch wieder Kohlezufuhr. Immer schön eins nach dem anderen. C-Fix. C-Fix, das ist gar nicht so einfach. Wie viele Kohlen haben wir? Da schieben wir jetzt einfach mal alles mit der Kohlen rein. Achtung, Uzi. Pro Gaming. Das dauert halt ewig, gell? Das dauert halt ewig, bis ich da irgendwas reinlege. Da mache ich lieber so. So, also 50 Coins sind einmal drin. Und dann nehmen wir das ganze Kupferklump da und lassen wir ihm schon mal vorbrennen. Das ich da in meiner Hosendash drin habe. Und mir können wir einfach vorbeigehen und das zeigt da ausholen. Birger, drück mal auf die 3 Punkte neben dem gelben Alpzeichen. Diese Verknüpfung erfordert die Technologie Bauroboter. Das heißt, wir müssen Bauroboter erforschen. Wir müssen generell einmal irgendwas erforschen. Was haben wir da noch? Elektronische Bauteile für grundlegende Signalverarbeitung. Brauchen wir nicht. Was haben wir da? Ein Geschützturm. Vielleicht sollte man einen See erforschen. Vielleicht aber auch einfach einmal ein sauberes Militär 2. Was haben wir da? Oh, da kriegen wir Schrotflinten. Das erforschen wir. Forschung starten, los geht's. Wir haben zwar keine Healthpots mehr, aber egal. Wir brauchen mehr Kupferdinger. Mehr Greifarme. Bauen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich bei Satisfactory was abgerissen habe, nachdem ich es gebaut habe, weil ich es am Anfang nicht richtig oder schön gebaut habe. Das ist bei mir gerade genau das Gleiche. Das fängt am Anfang, Hauptsache ich habe diese Grundproduktion von ein paar so Grunddingen einmal da und dann baue ich nochmal neu. Aber per Blueprint. Ganz wichtig. Dann stellst du bloß noch Blöcke hin, bam, und es geht ziemlich schnell. Sehr schnell sogar. Ja, immer alles außer da. Wie viele Dinge haben wir? Das ist jetzt allerdings auch was mir nicht so gefällt. Die Eisenproduktion, die ist später, diese Eisenplattenproduktion, die füllt später den ganzen Monitor aus. Ja, da haben so viele Öfen und so viel Bandel und Zeug und Klump, dass du am Schluss überhaupt nicht mehr auskennst. Darum werde ich das offstream, was wir es machen, bis wir das nächste Mal spielen, baue ich das alles ein bisschen aus. Ich mache nicht weiter. Also ich erforsche nichts, was man nicht nachvollziehen kann und so weiter. Ich baue bloß aus. Aggressivne Eisenplatten, ich sortiere es ein bisschen, ja, schieb das da oben, schieb das da auf. Das müssen wir uns jetzt im Stream nicht anschauen. Aber am Progress. Das kriegen wir. Das kriegen wir mir hin. Da fordert man den und den. Dann braucht man ein wenig Stromal. Ein wenig Stromal. Der Strom wieder schief. Super. So. Und der soll unsere Öfen fordern. Und er gefällt mir auch nicht. Machen wir so, so und so. Dann brauchen wir nämlich bloß eine Stromleitung. Und am Schluss bauen wir wieder Eisenkistel her. So. Und noch einen. Brauchen wir wieder ein paar Förderbandel. Später musst du den Scheiß nicht mehr alles einzeln bauen. Ja, später hast du alles so im harten Überfluss, da hast du so viel Schmelzöfen und so viel Laufbandel und Zeug und Scheiß und Klump, dass du nicht jetzt mehr warten musst, bis das
gebaut ist. Machen wir so. Habe ich da 2 Strommasten da. Und da machen wir so. So, mein innerer Monk springt natürlich da jetzt im Dreieck, weil ich das da nach oben versetzen habe müssen, aber egal. So, und schon haben wir eine erste Eisenplattenproduktion, Kupferplattenproduktion und überhaupt. Weißt du, wie man ganz furchtbar viel Kupfer los wird? 1, 2, 3, 4, 5. Strommasten daher, Strommasten daher. 1, 2, 3, 4, 5 Greifarme. Und dann das in die Kisten da reinschmeißen. Aber nur jeweils die Hälfte. Mal. Das ist ein bisschen ein Chaos jetzt, was ich da tue. Ich habe jetzt da 5 Kisten hergestellt mit 5 Greifarmen und die wursteln jetzt halt einfach das Eisenerz da rein, Kupfererz da rein, damit ich nicht im Inventar habe dabei. Drauf geschissen, passt schon, Hauptsache denen da geht das Futter nicht aus. Viel wichtiger war, dass wir da noch Kohle drauf kriegen. Dass einer Treibstoff von den Schmelzöfen nicht ausgeht. Das war wichtig. Aber wie gesagt, es ist alles ein bisschen ein Durcheinander und das jetzt sauber bauen, das darf weiter in den Raum entspringen, aber das kriege ich offstream hin. Oh! Da schauen wir her, was ist da unten los? Mittlerweile hat sich unsere Eisenerzproduktion, da wenn du auf das Laufbandel schaust, jetzt war gerade ein scheiß Beispiel, das kommt schon gar nicht mehr so weit. Siehst du, das ist der letzte Greifarm, der kriegt keins mehr. Da, jetzt hat er mal wieder eins gekriegt. Was mir das sagt? Da müssen mehr Erz. So. Bam, bam, bam. Da müssen 2 mehr Erzproduzenten und Erzscheifler müssen da hin, damit da mehr hinten mehr reinkommt, als vorn rauskommt. Was ich mir anders sagen soll? Ich weiß es auch nicht. Kinder, ich weiß das nicht. So. Friends of the Sun, absolute Punktlandung. Wir haben eine sehr stabile Stromversorgung. Die werde ich ein bisschen schöner bauen. Wir haben eine sehr, sehr, sehr stabile erste Eisenplattenproduktion. Werde ich weiterbauen. Eine ganz kleine Kupferproduktion. Werde ich auch weiterbauen. Und dann da ich sagen, wenn es euch taugt hat, Like nicht vergessen, ich werde mir das sehr genau anschauen. Kommentar da lassen, auch für die Leute. Was, wenn das später zum Video wird, die Kommentare lese ich alle. Nach wie vor immer noch. Ja? Ist eh klar. Wenn es euch taugt, dann spielen wir nächsten Mittwoch nochmal. Ansonsten weiß ich es auch nicht. Oh, Raid schon wieder. 2 Leute. Ich sag bloß 2. Raid, wo? Der Hubersepp. Entschuldigung fürs zu spät kommen. Herr Jasper Crew, so aber nicht. Gell? So nicht. Tja, dann da die Lösung. Escape. Speichern. Speichern als. Stream. 01. Speichern. Ich warne euch vor. Spätestens jetzt haben wir so fast an dem Punkt, wenn wir nicht sogar schon dran sind, man erkennt ein bisschen, wie das Spiel funktioniert. Ein bisschen. Ja? Das da, was man da jetzt sehen, ist die absolute Spitze des Eisbergs. Es ist fast schon lächerlich. Es ist lächerlich. Es ist nicht fast lächerlich, aber für jemanden, der das Spiel halt nicht kennt, ist er vielleicht nicht lächerlich. Ist vielleicht sogar ein bisschen viel auf einmal. Wer weiß. Aber mit dem auf alle Fälle noch weiter. Ehrlich gesagt, mir scheißegal, ob es euch gefällt oder nicht. Und ich glaube, was? Mr. Goldi, was verdammt? Wieso habe ich die wieder nicht gesehen? Was ist da schon wieder los? Goldi, servus Birger, wieso machst du nicht einfach alles auf ein Bundle? 3 Produktionen auf ein Bundle. Zero Tipp, #Noob, #Miss my Menschenhut. Der Menschenhut kommt schon auch im Sommer, tu den nicht runter. Wir alles auf ein Bundle, man kann nur... Also es macht keinen Sinn, jetzt Band hat 2 Spuren, links und rechts oder oben und wie man jetzt will. Da sieht man das da ist ein Stückchen Kohle und ein Stückchen Eisenerz drauf. Wenn auf einer Spur sich das mischt, dann laufst du halt Gefahr, dass das Bandel irgendwann stockt
und du hast nur ein Produkt da drauf, das gerade kein Greifarm brauchen kann. Deswegen musst du das natürlich ein bisschen auseinandersortieren. Das ist natürlich ein Kass. Ich hoffe, das beantwortet irgendwie deine Frage, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Wir können mal nachschauen, wie viele Zahnräder das wir schon produziert haben. 250. Nice. Regenbogenfließband. So, das kommt ganz zum Schluss in der Forschungsstation. Nein, ich tue das auf alle Fälle. Ich tue das ein bisschen auseinandertrennen, ein bisschen sauberer bauen, damit man das besser nachvollziehen kann. Das erkläre ich dann beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, spätestens sehen wir uns damit nochmal am Mittwoch. So kann ich nämlich auch, wie soll ich sagen, ein bisschen weiterspulen, auch offstream. Ich habe nämlich hart Bock. Und ich mag nicht ganz stehen bleiben und wieder eine Woche warten, bis ich noch mit darf. Und yo! Aber wie gesagt, ich tue nicht weiter, ich baue keine speziellen Produktionen auf, ich baue bloß größer und ein bisschen sauberer und ein bisschen strukturierter alles zusammen. Gerade ein bisschen, so schlimm ist es jetzt da auch nicht, aber ein bisschen weiter auseinander und so. Ah, kriegen wir schon. Kann man Bantel im Kreislauf verlassen? Ja. Aber es macht halt keinen Sinn. Es macht halt einfach keinen Sinn. Warte, muss ich schauen, ob das geht? Oh, muss ich das nicht kommen? Muss ich nicht was probieren? Wieso bleib ich da am Eck stehen? Das ist ja voll der Kack. Müssen wir es so probieren. Ah, jetzt gehen wir mal das Bandel aus. Warte mal. Das ist gut. Und jetzt gehe ich und schau, wie lange das mehr wie 830 Leute im Stream bleiben. Bis später. Hui! Was ist alles, was ihr da oben denkt, ist hui! See ya! Da holt sie schon wieder! Uzi, merci dir. Im späteren Verlauf hast du bei der Forschung 10 verschiedene auf einem Belt, der im Kreis läuft, heißt dann Sushi-Belt. Das kenne ich auch. Zweitens, klick auf einen Strommasten für Versorgung. Das glaube ich, weiß ich. Ah, nein, jetzt weiß ich es wieder, sagen wir es so. Das ist quasi der Stromverbrauch und das ist die Stromerzeugung. Sehr schön. Ja, wir haben nicht mehr weit weg vom Peak, ja, wenn wir nicht sogar schon ein bisschen drüber sind. Nein, ja, teilweise. Okay, drittens, probiert das mit dem Förderband einfach ziehen, als ob du eine Kurve machst und einmal R. Was? Probier das mit dem Ziehen und einfach R. Ah, tatsächlich. Aber da kann ich nicht schön zielen, das gefällt mir nicht. Da kann ich nicht schön zielen. Das, also, nice to know, aber da kann ich nicht so schön zielen, das gefällt mir nicht. Also quasi. Ich weiß nicht, was ich mit dem quasi ist, vor mir aus dem Nix gekommen. Ich hab quasi vor mir quasi gesagt den ganzen Tag. Keine Ahnung. Was ist da ich sag? Jetzt wird nochmal schnell gespeichert. Spiel speichern, Stream Nummer 1. Und dann gehen wir da rein. Das sagt ich. Quasi. Ich möchte aber jetzt auch, dass quasi mit GWASE geschrieben wird. Quasi. Quasi Strapse. Quasi Strapse. So. Quasi nicht so einfach. Stellt ihm quasi ein Quaschi. Ich stelle ihm quasi ein Quaschi, das stimmt. Mit dem Bandförderer im Kreis drehen, quasi nur ein Spieler hat diesen Erfolg freigeschaltet. Quasi Strapse, quasi Birgo, quasi Modo. Mr. Mash! Wir haben festgestellt, bei dir war heute der Quasi-Modo. Nächstes Mal machst du den Quasi-Mod aus. Weiß ich nicht, das wird euch wahrscheinlich jetzt eine Zeit lang anhören dürfen. Ich weiß nicht, wo dieser vor mir herkommt. Tut mir leid. Der Quasi-Modus, ja genau. Hashtag Quasi-Modus, ab in den Chat. Quasi ist eine Achterbahn in Florida. Ja. Sehr schön. Da ja, was spät im Ofen, seht ihr quasi nicht mehr.
Lass mir die Musik mal an, die Musik ist schön. Musik ist schon schön. Wow, leck, nächste Folge kommt dann Ergo. Ergo ist das neue Quasi. Hashtag Quasi-Modus. Steffi B., du weißt, was das heißt. Der Quasi-Modus. Der Glöckner von Notre Dame arbeitet nur Montag bis Donnerstag Quasi-Modo. Quasi-Mo bist du. Alex Bonny, der war grenzwertig gut. War der gut. Der war gut. Felix, Birger, Frage. Glaubst du, du wirst irgendwann einmal F1 oder anderes Rennspiel spielen? Wäre bestimmt geil. Ich bin einfach nicht so der Racing-Fan, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin einfach nicht so der Racing-Fan. Schwierig. Ich sag das, wie es ist. Ich glaube, Gran Turismo hätte mich vielleicht einmal wieder dazu bringen können. Das habe ich früher ganz gern gespielt. Auf der PS1 und so. Aber das soll so unglaublich schlecht sein, dass es ganz aus ist. Geil, Buffet! Kannst aber deine Leute an Mitarbeiter des Monats küren. Der quasi Mod. Den kriegt den Monat als Wölfchen, die ist ganz neu dabei. Ein bisschen Motivationsarbeit. Auch Press F fürs Wölfchen. Hashtag quasi Mod. Danke dir für deinen Euro. 2 Euro sogar, Herr Geibüffi. Merci dir. Ich bin quasi nicht so der Rennfahrer. Ergo spielen wir nicht so viel Rennspiele. Also das neue GT7 ist geil. Tja, da hab ich nur ganz was anderes gehört. Ich hab gehört, dass da nur scheiß Microtransactions drin sind und ich so hart grinden muss, um irgendwelche Autos mir zu mir spielen, und ich aber gleichzeitig einfach hergehen kann und kann es mir für echt Geld einfach kaufen. Ja, sorry, da kann das Spiel so gut sein, wie es will, nicht mit mir. In den frühen 1900er waren die Deutschen schon Racing-Fans. Amis haben heute noch. Kappa, was? Race, oh. Herbert, oh Gott, Herbert! Herbert, was habe ich da gerade gelesen? Birger, du alte Wurstheit, eine Frage, hast du schon mal mit Hunter Call of the Wild probiert? Du gehst jetzt zu mir in meinen Kanal, scrollst ein bisschen runter und gehst auf meine Playlists an die vergangenen Zock-Streams und dann wirst du über 10 Stunden sehr amüsiert sein, was wir mir in Hunter Call of the Wild schon alles gemacht haben. Uzi, die Musi hört sich auch nach, die Alte nimmt um 4 Uhr in der Früh in dein Zimmer und fragt dich, ob du behindert bist, weil du immer noch schaust, ob die Urananreicherung funktioniert. Ja, deswegen habe ich auch spätestens ab 1, spätestens, wenn nicht schon ab 11 eigentlich, ein Headset auf, damit und behältst dein Maul und rührst dich nicht, damit ja keiner was mitkriegt. Mike, wirst du mal Satisfactory spielen? Ist in dem ähnlichen Stil wie Factorio, nur in 3D. Haben wir auch schon gespielt, aber nicht so lang, weil ich da erst kurz vorher, wie soll ich sagen, Satisfactory gespielt habe und habe mir dann selber ein bisschen abgezockt und das versuche ich jetzt bei Factorio einigermaßen zu lassen. Ja? Also ich kann ein bisschen was spielen jetzt offstream, die Eisenplatten ausbauen und Kupferplatten ausbauen und vielleicht die Storproduktion noch und solche Sachen halt. Und ein Progress, aber ein Fortschritt und so, das machen wir im Stream natürlich. Wir schauen mal mit Tiny Tina's Wonderlands. Das sagt mir nichts, um ehrlich zu sein. Level 60 im Hunter. Ich nicht. Factorio ist Satisfactory sein Vater. Richtig. Sprenge, das unterschreibe ich da so. Ja, was wir mir nächsten Montag tun. Also, was ich euch gleich schon mal sagen kann, am Wochenende wird es keinen spontanen Stream geben. Das Wetter schaut gut aus. Wenn ich das sage, schneit es wahrscheinlich wieder. Aber dann mache ich da oben in der Black Templars Box den Dreadnought und dann gibt es nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag das Dreadnought-Video. Wir haben uns Dinge aufgeschrieben, ich habe es angetackert. Wir haben zur Auswahl, bei so wo ist denn? Da ist Inscription, Faster Than Light und ein Microsoft Flight Simulator. Und ich habe das Gefühl, ich habe Bock auf einen Microsoft Flight Simulator. Und fliegen wir da mal, weiß ich nicht, in diverse Gebäude, über diverse Dörfer und so weiter. Ins Mikrofon herrotzen, du Assi. Haben Sie Interesse am Microsoft Flight Simulator? Also ich schon. Landau from the sky. Das Wölfchen schreit immer nur nach Moss. Moss wirst du kriegen. Irgendwann kommt der Tag, da kriegst du Moss.
Wahrscheinlich sogar in Kombination mit der Bürgerin. In VR, also geht ja nur in VR. Das wird super, Alter. Ich hab gehört, der Bürger ist ein Preis. Wow, Toms Taron. Ha! Wer Witz des Jahrtausends? Wie wär's mit From Dusk Till Dawn? Gibt's da ein Spiel? Ich kenne bloß einen Film. Und es gibt da auch bloß einen Film, verzeiht mir keine Ahnung. Es gibt da keine Serie, es gibt keinen Teil 2, keinen Teil 3, keinen irgendeinen Bullshit. Es gibt nur einen From Dusk Till Dawn. Wilfried, merci für den Zyklus. Schütze, Liebe, fliegen wir mal über Landau City. Natürlich fliegen wir da mal über Landau City. Du weißt, dass wir das jetzt als Videobeweis haben. Wölfchen? Nein. Böse aus. Was, Masa See fliegen? Spielst du nur Warzone oder findest du das nicht mehr so geil seit der neuen Map? Das trifft es auf den Punkt. Warzone finde ich nicht mehr so geil seit der neuen Map und seit, wird's geheißen? Vanguard. Ich hätte fast gesagt Valorant. Seit Vanguard, der ganze Zweite Weltkriegs-Scheiß geht mir voll auf den Sack, sag ich dir, wie es ist. War am Anfang, war ein bisschen, ja, war refreshing. Andere Waffen, anderes Setting und so, aber nach einer Zeit, ich mag keinen Zweiten Weltkrieg mehr, langweilig. Ich mag Modern Warfare, kommt wahrscheinlich eh wieder, da freue ich mich drauf, wird gut. Du, Birger, ich habe da ein neues Spiel entdeckt, was du mal ausprobieren könntest. Ich glaube, das heißt DayZ und muss echt gut sein. Mhm. Ich habe auch gehört, dass das nicht schlecht sein soll. Schauen wir mal. Also, das Einzige, was man nur gut spielen kann, ist Rebirth aktuell. Also, du meinst den Modus. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ich sag das, was es ist. Schon lange nicht mehr. Bevor man also aktuell, bevor das neue Call of Duty kommt, mit dem neuen Setting, wieder neue Map und die alten guten Waffen, da spielen wir lieber Fortnite-Mode ohne Bauen. Sag ich dir, was es ist. Sag ich dir, was es ist. Ja, dann schaut mich nämlich nächste Woche nach Microsoft Flight Simulator und Factorio. So schaut's aus. Wenn das keine gute Woche nicht ist, ja, Brudi, dann weiß ich auch nicht. Was sagt's da ihr dazu? Ja, nein, doch, vielleicht. Scorn soll dieses Jahr rauskommen. Das war was für den Herbst. Horror, Peng, Peng, Schießi, Aui. Mr. Inri, da hast du absolut recht und steht auch schon auf der Liste. Aber davor muss erst kommen. Und einigermaßen gut sein. Der Simon schreibt, alle, die hier gerade neue Spiele vorschlagen, ich glaube, ihr wisst noch nicht, auf was sich der Bürger eingelassen hat. Was? Hat sich eigentlich schon etwa gefreut, dass ein neues Monkey Island kommt? Ja, am Montag haben wir uns da schon gefreut drüber. Bisschen fliegen kann ich schon. Ja, ganz klar, Petri says, hey, Petri, flieg! Hast du überhaupt einen Joystick für einen Flight Sim? Joystick? Ich habe ein Gamepad, das muss gelangen. Da ist auch ein Joystick drauf. Der muss gelangen. Sie fliegen. So, Freunde der Sonne, und jetzt schleichen wir uns. Sag das, was es ist. Wir schleichen wir uns! Wie schnell können 2 Stunden vergehen? Wenn ich irgendjemanden da jetzt mit Factorio angefixt habe, lasst euch sagen, auf Steam könnt ihr nach 2 Stunden Spielzeit das Spiel zurückgeben. Ich mag das aber nicht so nach da. Es kann auch sein, dass es mal für jemanden nichts ist. Ja, das ist mir auch klar. Aber seid gewarnt, da haben schnell mehrere Stunden durchgeblasen. Also in den 2 Stunden, die wirst du übersehen. I guarantee it. Für alle, die ich anfix damit, ich hoffe, sie haben Spaß damit. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich werde weder für Zeit noch sonst irgendwas. Ich zeige euch bloß Spiele, die ich liebe, und ich liebe Factorio. Factorio ist ein zauberhaftes Beispiel für Scheiß auf Grafik, Gameplay ist fucking alles. So schaut's nochmal aus. Wolfring! Scheiße, da hat mich mein Gedächtnis verarscht. Ich meine Until Dawn. Until Dawn ist auch Konsole only. Ich habe keine Konsole mehr. Merci für den Fünfer. Löwensepp hat Suchtpotenzial, aber da spiele ich lieber Satisfactory. Ja, ich finde, dass die 2 Spiele nichts miteinander zu tun haben. Satisfactory ist ganz besonders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Satisfactory spiele ich nicht so gern wie Factorio. Da fuckt mir die First-Person-Scheiße einfach um. Irgendwie. Weiß es auch nicht. Aber ja, an beides gute Spiele, ja, brauchen wir nicht schmerzen. Der Habsi-Tag schreibt, mich kannst nicht haben, 40 Stunden in der Woche in der BMW ist Bantel genug. Ja. Kann ich nachvollziehen. Und ich kann auch nachvollziehen, warum in der BMW um 7:30 Uhr Vormittag der Bierautomat leer ist. Der Günther schreibt, wieder mal geiler Stream, jetzt muss ich wegen dir extra auf YouTube gehen, weil du auf Twitch nichts mitkriegst an Likes. Tu so weiter, Alter, bist sau sympathisch. Müsst ihr Herr Thalhauser, vergelt's Gott und vielen Dank fürs extra Rumkommen auf YouTube.
Ich sag's euch auch, wie es ist, ich hab auf YouTube zuschauen, hab ich mehr. Sag ich euch, wie es ist. Weil auf Twitch bleibt keiner hängen, sagen wir es wie es ist. Da kommen keine neue Leute rein, die dann auf einmal da sind, so, ja, es passiert extrem selten. Aber auf YouTube bringt es einfach Watchtime, das bringt dem ganzen Kanal was, das bringt Videos nach vorn und so weiter. Da können sie Twitch Ultras selber so lang Twitch Ultras nennen, wie sie wollen. Die eigentlichen Ultras sind rot, aber sie wissen es bloß nicht. Cybergamer! Bürgerschiene Abenteuer noch, ich freue mich schon auf den Flugsim, 4. Abend. Herr Cybergamer, Bussi aufs Nussi und zum 3. Mal heute, glaube ich schon. Bussi aufs Nussi und wir sehen uns spätestens am Montag. Dankeschön dir. Der Ludwig hat geschrieben, ich hab die da gefunden. Gell? Ja, ich sage ja, das heißt nicht, das kommt gar nicht vor, aber ganz extrem selten. Kennst Dysons 4 Programm? Ja, kenne ich. This is not how it works. Ja, Mr. Herbert leider schon. Twitch ist aber die sympathischeren Leute. Der Fox schreibt, aus meinen 2 Teststunden wurden 600. Ja, kann ich nachvollziehen. Solange du nicht gestrikt wärst, wieso? Ich werde nicht gestrikt. Für das mache ich mittlerweile zu wenig Videos. Und wenn ich Videos mache, schaue ich schon drauf, dass da nichts Strikebares drin ist. Ach ja, Hashtag Strapse, Hashtag Quasi-Modus, Hashtag Twitch. YouTube Ultras! YouTube, sagt mal Twitch, was los ist. Hashtag YouTube Ultras. YT Real Ultras. Aber die absoluten Pro-Gamer Ultras ist zum Beispiel der Flash Buid. Der schaut auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Das kennst du natürlich auch alle machen, habe ich auch nichts dagegen. Aber Watchtime auf fucking YouTube ist einfach fucking alles. Jede Interaktion, jeder, der im Chat mitschreibt, ich kriege ein bisschen Herzteil. Ja, ich hab euch so lieb. Und habt ihr eigentlich schon... Nein, das verzeihe ich das nächste Mal. Und Watchtime und jede Interaktion in Form von Like oder Dislike. Scheißegal, die haben beide gleich viel Wert. Und so weiter und so fort. Ja, ist wichtig. Ist einfach wichtig. Bringt den Kanal nach vorne. Freue ich mich extra. Sagen wir es so. So. Und jetzt schleichen wir uns ins Bett. Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Die 2,5 Stunden fast sind einfach so blub, warm vorbei. Stream ein bisschen Factorio. Nix zerrissen. Wir haben ein Eisenplatten gebaut. Und okay, bye. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Ich glaube, es waren ein paar neue Mitglieder heute dabei. Ich weiß nicht, ob es ganz neu waren oder ob es schon... weiß ich nicht. Egal! Wir sind alle neue Mitglieder, wir sind alle alten. Bussi aufs Nussi, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Press Triple F für die Moderatoren, Press 8 Okta F fürs Wölfchen, die ganz neu dabei ist. Und ansonsten gibt es nicht mehr zum Song. Am Wochenende bin ich wahrscheinlich nicht oder bin ich wahrscheinlich grillen, wenn es wieder passt. Und wenn es wieder nicht passt, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, ob es wieder wird passen. Der hat sich nicht oben. Außerdem ist es Ostern, oder? Ist nicht das Wochenende Ostern? Freilich, der Freitag ist Feiertag, Montag ist... Der Freitagsfeiertag interessiert mich seit 8 Jahren nicht mehr. Aber am Montag ist Feiertag. Habe ich mich wieder selber verbrabbelt. Hat der Vollidiot wieder nicht gespannt, dass Feiertag ist, gell? Ja, fuck. Hätten wir auch frei machen können. Hätten wir uns eigentlich auch mal gönnen können, weißt du, was es ist. Aber, tja, zu spät. Wir sehen uns am Montag. Schnauze, 20 Uhr, wer nicht da ist, schlägt mir eine Ostergackerl. Nicht haut's ab. Niemals vergessen. Hashtag Schdrapse. Nein, das kommt nach der Tröte, Entschuldigung. Habe! So. Und niemals vergessen. Schdrapse. Hashtag der Quasi-Modus ist quasi ein Quastenflosser. Jetzt schleicht euch!